20 Sekunden vorher auf das Knipfel. Vielleicht fangen wir da nochmal pünktlich um 8 Uhr an. Ich weiß es auch nicht. Mr. YouTube! 20 Sekunden vorher. Heute hat er aber einen guten Doktor, Mr. YouTube. Du glaubst es nicht, oder? Pass auf. So, jetzt bin ich gespannt, wie lange das dauert, bis die erste Chat-Nachricht da drin steht. Hallo? Mikrofontest 1.5? Hallo? Hallo? Ja, nein, ja, vielleicht doch, ich weiß nicht. Ja, nein, hallo, Chat, bequemst du halt auch mit, dass du irgendwo so zeigst? Das ist übrigens... Ah ja, Hauptsache Donations for Chat, das ist wichtig. Schmidi, merci dir! Servus, Birger! Frisch zurück von einem Festival, ich werde langsam zu alt dafür. Holy shit, Alter, da kann ich auch ein Lied davon singen, so wie das ist. Immer wieder wird überlegt. Ja, Dragon, ich weiß Dragon, mir ist wieder 5, Blumen 2, hier traurige Violinenmusik. Dragon, merci dir. Timmy Boy, kriegst du dir nach Hause. So, 3 Popomänner haben wir schon, bevor es noch mehrere werden. Habe! Übrigens, 1 Biergar an einem zauberhaften Montag. Ich wünsche dir einen schönen guten Abend. Habe, passt schon. So, Chat am Arsch. So, wir haben übrigens festgestellt, die YouTube-App ist generell behindert. Ich habe es mit Restream nochmal probiert. Der Chat war übrigens schon immer so langsam auf YouTube, bis er da bei mir angezeigt wird. Ich empfehle jedem, benutzen Sie den nativen YouTube-Chat. Was bedeutet das? Das ist der Chat, der direkt neben dem Video ist. Zum Mitlesen. Ah, so nicht. Lemzep! Habe dir das fucking schönes Stream! Rundinger Schlossbräu! Wo kriegst du über die ganzen Biere her, Alter? Du hast doch da irgendeinen Dealer, der da jede Woche oder jeden Tag anders schickt. Sag's, was ist. Merci dir. Habe die Ehre an! An den Chrissy der Alge, an die Wife und den Rest der Mods. An den Oga, Red, an den Pelo, an den Flipnase, an den Herrn Schall, an den Readyflow, an den Steffi, an den Herrn Gläser, an den Martin, an den Heavy Flow Metal, an den Hirti, an den Herrn Esmer, an den Lucky, an den Tuning-Sepp, an den Fabi, an den Sprengi. Musst halt doch das Chatfenster abgreifen und einbetten. Ja, das schaut doch scheiße aus, dieses quietschi-bunti scheiß behinderten Ding da. Vor allem, ich kann das Chatfenster nicht einmal abgreifen, das muss ich in jedem Stream neu einstellen. Weil es immer anders heißt. Und das OBS-Fenster selber lässt sich nicht abgreifen mit OBS. Das heißt, ich müsste da eine reine Bildschirmaufnahme drauf tun und wenn ich da aus Versehen meine Pornobeutel drüber schiebe, dann habe ich Pech gehabt. Kommt vor? Wer weiß schon, was ich nebenbei tue? Hallo, vielleicht fappe ich jetzt mal. Während der Stream läuft, Marvel Maniac, merci dir! Am Wochenende den Fuß verknackst, unterhalte mich! Du fetter Huren! Herr Marvel Maniac, ich werde mich anstrengen. Herr Madersepp, jetzt wieder ein Resub, oder 52 Monate, du Gottverdammter Irre. Heute leider nicht so lang, da habe ich eine neue Arbeit angefangen und morgen Frühschicht in der Kaserei! Ich hätte gern einen so einen drum Ranken Emmental, Alter. Dass ich mir ein Leben lang einen Schweizer Würstsalat machen kann, das war geil. War übrigens ein Gaudi, falls ihr wieder 25 Nachrichten kriegt, ich konnte schon schicken, Alter. Andi Bond, merci dir! Marsianisch für Habitiere. Andi Bond, okay. Das heißt, ebenfalls Habitiere. Ebenfalls auf Marsianisch. Merci dir. Solange es keine Arschloch-Videos sind, ja, kann passieren. Ja, übrigens schon wieder eine tolle Nachricht. Unsere Podcasts werden langsam aber sicher immer mehr entmonetarisiert. Langsam kommt YouTube auf den Trichter. Es ist vielleicht alles nicht ganz so kommod, was die 3 Vollidioten da labern. Das war jetzt ärgerlich. So, was ist. Dann macht nämlich so ein Video genau 22 Cent und dann kostet uns der Podcast mehr, dann ist der nicht mehr in Nullrunden. Haben wir wieder soweit. Das war extrem ärgerlich. Der Benzi schreibt, hab am Wochenende Aliens Dark Center von, bin bei ca. 35% Ortega Progress auf Mittel. Best Game, bestes Spiel des Jahres bis jetzt. Kannst sagen, was du möchtest. Alex, merci wieder ein Sechser. Salzburger aus, deine Beste. Öster, arm. Dass dir dein Raufen in der Sun broten lassen kann. Herr Basinus, merci dir. Werde mal. Achtung, Durchsage, bevor wir überhaupt erfahren, das wird jetzt die nächsten 3 Wochen sowieso jetzt mal im Stream ein paar Mal öfter hören. Ich bin noch genau 3 Wochen da. Der letzte Stream, jetzt muss ich selber nochmal nachdenken, ich glaube, ist der 2. August, das ist ein Mittwoch. Da werden wir einen Blätschmerz und einen Sommerpause-Blätschmerz einhauen. Was war so los? Irgendein Blätschmerz, da fällt den irgendein Scheißdreck ein. Bis dahin werden wir spielen. Was wir spielen, weiß ich noch nicht. Das ist nicht mehr recht viel. Das sind noch 5 Gaming-Abende. Am Wochenende bis dahin wird es keinen Stream mehr geben, weil ich die meisten Wochenende mittlerweile dann weg bin. Oder bumm, voll irgendwo umeinander liegt. Und dann habe ich da auch keinen Bock mehr. Drink, drink!
Dragon Cry, merci, ich lese gleich, spreng, haut einen Resub rein. Du bist halt auch schon seit 34 Monaten dabei, du gottverdammte Irre. Du bist einer von denen, die waren immer Twitch Hardcore Ultras, aber haben trotzdem eine YouTube-Mitgliedschaft. Da gibt's einige. Sprenge dir! Merci dir! Podcast ist gleich Educational Content, da gibt's nichts zum Monetarisieren. Haben wir mir versucht, Einspruch einzulegen. Hat leider nicht funktioniert. So, nochmal, Dragon Cry. Jetzt habe ich gestern extra viel Bloons gespielt, damit ich dir ein paar Tipps geben kann. Jetzt machen wir nicht nur ein schlechtes Gewissen. Hoffentlich taugt dann wenigstens Jagged Alliance 3 was. Ich hab gewusst, dass Jagged Alliance 3 kommt. Ich hab nur nicht gewusst, dass das, wann es rausgekommen, letzten Donnerstag, glaube ich. Oder letzten Freitag, irgendwann letzte Woche, scheißegal. Dann habe ich ein GameStar-Testvideo erinnert und habe mir gedacht, ja, schau, die haben schon Testvideo, was ist denn da los? Das kommt doch noch ewig nicht aus, oder? Und dann haben wir mir so angeschaut und haben es keinen Release-Termin genannt und haben mir gedacht, jetzt schaust du mir nach, wann das kommt. Ich glaube am 14. Juli. Schau so rechts unten aufs Datum. Heute ist der 14. Juli. Hä? Wieso sagt mir keiner, dass ein nice Jagged Alliance kommt? Also ich wusste, das kommt, aber dass es heute kommt. Habe ich nicht gewusst, da ist es natürlich ein einfaches, was wir mir spielen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, oder ich habe die schwere Vermutung, dass Jagged Alliance 2 ist nämlich 24 Jahre alt und es war damals ein unfassbar gutes Spiel. Damals war ich nicht so jung, dass ich wirklich weiß, was ich da tue. Da war ich da 12, keine Ahnung, 12, 13, das ist so 98, 99. Aber es ist halt der Urvater der Rundenstrategiespiele und es ist ziemlich gut bewertet und es kann da richtig, richtig gut sein. Bin richtig gespannt. Das haben sie, was Freier schreibt. Bei Bene Spui, aber knackig. Es soll richtig schwer sein. Da bin ich richtig gespannt. Also da geht es jetzt nicht wie in Alien, da rennen wir mal rein, passt schon, ballert mal alles über den Haufen. Wir werden sehen. Herr Gött, Herr Winzer, merci dir. Bürgermontag, merci wieder ein Resub. Herr Gött, merci wieder ein Resub. 20 Monate geiler Zerpüllung, Piu Piu, Flammenwerfer. Ich weiß nicht, ob es in Jagged Alliance 3 einen Flammenwerfer gibt. Könnte sein. Ist durchaus möglich. Hat es im 2 einen Flammenwerfer gegeben? Ich weiß nicht, so weit bin ich nie gekommen wahrscheinlich. Ginti, merci dir. Der Bürgerschöne Grüß auf Landa aus dem tiefsten bayerischen Wald. FRG, frech, rücksichtslos, gemeingefährlich. Ich weiß nicht, was FRG ist. Ist das eine Abkürzung für... Warum wird denn der Mr. DM wieder ausblähen? Du warst kurz da, ich hab's genau gesehen. Achtung, vorlesen. Denn das ist alles nur geklaut. EU. Das ist alles gar nicht meine. Hab ich kurz gebraucht. Das ist alles nur geklaut. EU. Doch das weiß ich nur ganz alleine. Mr. DM, merci für deinen 10er, Alter. Dankeschön. Bussi auf das Nussing. Von hinten! Aber in Österreich ist weiter vertreten, die und alle anderen mit so viel Spaß und Seidel wird sich schon ausgehen, Prost. Hoffentlich ist es kalt, da erinnert schon wieder 5 Millionen, schau dir mein Bier noch. Du kannst übrigens, du kannst die Temperatur von der Erinnerung anhand meines Foreheads ablesen. Weiß ich nicht, da kann ich auch, nein, sag's nicht, Birger, wie lange da eine afrikanische Großfamilie damit... Senfgeier, merci für deine 5, 6, 7. Fliegst dann wieder mit Marabu fort. Ansonsten Scope als Starternehmer, wenn es die gibt. Scope als Starternehmer, wenn es die gibt? Du meinst jetzt Chars innerhalb von Jagged Alliance 3. Das werden wir gleich. Weißt du, an 2 Chars erinnere ich mich noch. An Shadow und an Ivan. Mehr weiß ich nicht mehr. Ich sag das, wie es ist. Ich sag's dir, wie es ist, ich weiß es nicht. Dankeschön, Leute, für die Donations. FRG ist das Kfz-Kennzeichen, Birgi. Dachte ich mir fast. Hast Finger-ID erst löschen müssen, dass es hernehmen ausgehen? Was für Finger-ID? Haben wir schon wieder bei den Okulanzen? Dampfler-Sepp! Was ist mit dir? Du bist behindert. Da steht bei mir, has become a member. Frage ich du bist doch schon Ewigkeiten... Hä? Schon Ewigkeiten nimmer. Und die habe ich auch mal befohlen. Hör auf mit der Scheiße. Du bist behindert. Weiß ich nicht, warum er das tut. Ich weiß nicht. Hä? Ich kapier's nicht! Aber allerdings hast du einen orangen Badge dort und das kapier ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber das ist ja wurscht. Project Hardstyle, mir ist wieder ein Resub in 48 Monaten. Ja, jedes neue Mitglied wird begrüßt wie ein neues Mitglied, ob das der Dampfler ist oder nicht. Ab in den Chat habe ich die Ehre, Herr Dampfexpress. Bussi aufs Nussi, merci für die Mitgliedschaft. Ich weiß nicht, was die Scheiße soll, aber du wirst es schon wissen. Ich kann ohne Keck wenig leben! Das ist übrigens auch mal was, das müssen wir in einem ruhigen Stream einmal machen. Vielleicht kriegen wir das im Pledge-Match hin. Dass wir uns endlich, das müssen wir im Discord machen, eine anständige Sammlung an anständige Emotes für die Mitgliedschaften im YouTube-Channel. Ja, es war halt, da wenn sie sich ein bisschen mehr Mühe geben, Datenmann, dass es animiert gibt und so weiter. Das habe ich schon probiert, die übrigens aufzuladen und so, aber es geht halt nicht. Man kann es aufladen, aber sie sind nicht animiert, weil es automatisch von einem GIF in PNG oder irgendwas anderes umgewandelt wird.
Was ist da wieder los? Warum schmeißt da schon wieder jeder mit den zweifachstelligen Geschichten? Bitte mir wieder Euro zur Erinnerung des täglichen Sprachgebrauchs, Okulonze und Fleischbalkon. Da der Triebwerk halt ein Umbaunet Eintrong Hot braucht die Heit außer der Anti-Stress-Mess an Bürgerstream. Die Krüge hoch. Ich hab leider keinen Krüge nicht da. Scheiße, ich hab meinen Dringer vergessen. Ich bin wieder zu oft erinnert worden. Tuning Sepp, mir ist es wieder im 15er, das ist zu viel und du weißt es. Fabi, mir ist dir. Der erste Prozent von einer Klimaanlage, weise du nutzen musst diese. Was? Der erste Prozent von einer Klimaanlage, weise du nutzen musst diese. Ach, du meinst jetzt deine 55 sind das erste Prozent von einer Klimaanlage. Ja, oder ich lasse 5 Minuten laufen und es sind 5,50 Euro weg. Das ist das andere nicht. Julian! Da war ich gehört! Ich hab heute am ersten wieder ein Resub, jetzt kommt der Timmy noch. Ein Leerzeichen. Ja, Gott sei Dank, um ehrlich zu sein, liest er die Mitgliedschaften Texte leider nicht vor. Gott sei Dank, leider. Herr Müller-Sepp, merci dir. Und so weiter. 10 Neues. Ich weiß schon, jetzt warten wir noch auf den Herrn Karl, der steht noch dort und dann ist er Ruhe. Und dann fangen wir an. Ich bin gespannt, was kann. Sag ich dir, was ist. Bin auch wieder neu dabei. Smiley LG Daniel. LG Daniel. Was ist mit LG Sony? Verstehe ich nicht. Herr Karl, merci wieder ein Fünfer. So, Leute, Schluss, aus. Pfui Teufel. Macht's den Browser zu. Wir starten das Spiel. So schaut's aus. Hat eigentlich irgendjemand außer mir nur einen Nostalgie-Kick in der Goschen, wenn er die Hintergrundmusik hört, so ein bisschen? Also ich schon. So, wie Sie sehen Sie nichts, weil das immer irgendwie Sekunden dauert, bis das Fenster kapiert. Kapiert jetzt das Fenster. So. Musik. Zu laut. Sag ich das richtig? Schau mal aus. Musik laut. Nicht laut. Schlecht, gut, geht so. Passt schon. Kickt hart. Nice. Ja, geil, nice. Hier ist er. Ja, ein paar haben schon da. Ich sehe schon. Ich nix hören Musik. Timmy Boy, musst du machen, Lautstärke mehr. Was die Hintergrundmusiklautstärke, die passt. Das ist Psuffer, das hier AI, das ist laut ist. Das hier AI, für was frage ich eigentlich? Ich muss es einmal leiser dann. Ja, ein Tippfall. Oder gar nichts Brot. Mal so. Ja, das hört sich gut an. Aber so, da, Fabi! Der Fabi ist noch ein nice Mitglied. Der kriegt die Privattröte. Pass auf. Drop the bass. Fabi, im ersten wieder Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. So, Schluss jetzt! Wir fangen mal straight an. Neues Spiel. So. Name des Spieldurchlaufs. Hot Diamonds nennen wir uns natürlich nicht. Wir nehmen uns Vollbier-Squad. Das ist sowieso klar. Schwierigkeitsgrad. Und das Spiel soll ziemlich knackig sein. Sagen wir es einmal so. Stirb langsam. Der standardmäßige Schwierigkeitsgrad. Wenn der schon stirb langsam muss, dann weißt du selber, was es ist. Bietet eine angemessene Herausforderung in Bezug auf Gefechte und Finanzen. Du kannst den Schwierigkeitsgrad jederzeit im Spiel ändern. Wir spielen auf normal. Auf Kommando wirst du bloß hergefickt und auf Mission Impossible hast du schon verloren, bevor es überhaupt da gegangen ist. Sturmler geil, mir jetzt wieder ein Resub. So, Schluss jetzt mit der Donate-Reise. Sonst gibt's eine Saudi Unterreide. Ludenschelle. What? Es gibt endlich einen Nachfolger? 6 Jahr Fressparts. So ist es mir auch gegangen. Habe ich letzten Donnerstag das Video gesehen und gedacht, wie? Moment mal. What year is it? 24 Jahre später, all of a sudden, a nice Jack the Lions appeared. So, einfacher Modus. Was heißt das? Verringert den Einfluss von Verschleiß und macht es einfacher, sich von Fehlern zu erholen. Schnellere Heilung, besseres Einkommen. Du kannst diese Option im Spiel jederzeit ändern. Wir lassen mal alles, wie es ist. Tod ist ein bisschen zu heftig für den ersten Durchlauf, glaube ich. Der Fortschritt, der wird, egal was du tust, in jedem Spielzug wird der dann gespeichert. Und wenn einer von deinen Leuten stirbt, dann ist er tot. It is what it is. Du kannst nicht Nylon, sondern it is what it is. Der Hardcore-Mode, wenn man so will. Bis zum bitteren Ende. Das Speichern während des Gefechts ist deaktiviert. Das auch noch. Also man kann sich da den richtigen Hardcore-Scheiß genehmigen. Da glaube ich, habe ich aber keinen Bock drauf. Sag ich dir, was ist. Jetzt, für die Leute, die nicht wissen, was Jack the Lions ist. Weil das wird jetzt ein wenig, das ist jetzt nicht, wir gehen da rein, ballert mal umeinander. Also wahrscheinlich auch schon ein bisschen. Es ist ein Rundenstrategiespiel. Das bedeutet, es ist nicht wie Alien. Es ist, als da die permanent mit jedem Spielzug auf Pause drücken bei Alien. Bei dem Alien-Spiel, was wir gerade momentan parallel übrigens am Mittwoch nochmal weiterspielen werden. Ich hoffe dennoch, es gefällt. Ich habe schon oft einmal gemeint, die Spiele passen vielleicht nicht gut für den Stream und dann waren es unfassbar gut. Wir werden sehen. Spiel starten.
Die ursprünglichen Spiele der Jagged Alliance-Reihe aus den 90ern nahmen Klischees und Stereotypen auf die Schippe, die in den Actionfilmen jenes Jahrzehnts vorherrschend waren. Jagged Alliance 3 setzt diese Tradition fort, parodiert allerdings auch aktuelle Geschehnisse und Themen aus der Popkultur. Dieses Spiel ist reine Fiktion und basiert auf keinen echten Personen, Orten oder Ereignissen. Zum Glück, denn viele davon werden in die Luft gejagt. Spieler sind dazu angehalten, es nach eigenem Ermessen zu spielen und sich ihre eigene Meinung über das Spiel zu bilden. Und darüber, welche Gegnergruppe als erstes eine Granate spendiert kriegt. Bin ich jetzt schon wieder hooked? Aber ich finde ein bisschen schade, dass man sich 2023 dafür rechtfertigen muss. Es ist übrigens Englisch. Es ist laut! This is Emma Lafontaine. Thank you for agreeing to help me find my father. I don't have much time to talk. I've been told it's no longer safe for me here, so I'm preparing to leave. I can't believe a city that only a few months ago was filled with joy and hope is now a place of fear and suspicion. But perhaps that tells you just how important my father is to this country. You see, Alphonse Lafontaine is much more than just the president. He is the symbol of my people's faith in a brighter future for Grand Chien. Since his abduction, that faith has been shaken. Things like law and justice are fragile concepts here, and the political enemies my father made are already calling for emergency powers to be invoked. I don't know if they are behind the kidnapping, but I am sure they are planning to take advantage of it. The person who took my father calls himself the Measure. I haven't been able to find out who he really is, but everyone knows what he wants. He has demanded the entire Ajani River Valley be given to him. His followers, who call themselves the Legion, have already seized most of it. But he has vowed to execute my father should the government attempt to intervene. I've wired the money you requested. Please, assemble your team and come meet me on Ernier Island at Corazon Santiago's villa. She is the Adonis representative I told you about in my email. Her diamond mining operations can help with additional funding should you need it. My car is here. I have to go. I'll have more details for you when we meet. Okay, also ich erinnere mich noch grob, so ähnlich war das Szenario in Jagged Alliance 2 auch. Da ist halt du hast eine riesengroße Taktikkarte und da musst du Gebiete einnehmen. Und zum Beispiel, wie es schon gesagt hat, so Diamantminen und so ein Scheiß, von denen kriegst du Geld, mit denen kannst du Söldner anheuern und versuchst du dann Gebiete zu befreien. Ob die Story jetzt da super deep ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube eher nicht, möglicherweise. Es geht darum, wie soll ich sagen, Gebiete freizuschalten und oder zu befreien und von diesem Major, der sich das unter den Nagel reißt. Wie Risiko. Ja, sehen wir wahrscheinlich gleich. Also, ich habe schon wieder eine Nostalgie-Gänsehaut im Knack, da so ist es spät ist. Das hat im Zora auch schon AIM geheißen. Willkommen auf der Rekrutierungswebsite von AIM. Dies ist die Website der Association of International Mercenaries oder kurz AIM. Hier kannst du verschiedene Söldner durchsuchen und anheuern. Für deinen Anfangstrupp wird empfohlen, mindestens 3 Söldner anzuheuern, aber behalte dein Geld im Auge. Du kannst im Verlauf deiner Mission jederzeit Söldner anheuern, also mach dir keine Sorgen, wenn du aktuell nicht genug Geld hast, um die legendärsten Söldner anzuheuern. Klicke unten auf Fortfahren, um dir unser Angebot anzusehen. Bam! Okay. Also, jetzt schauen wir mal, da muss ich ein bisschen auf Zeiten gehen. Der Grizzly, was ist mit dem Grizzly? Der ist rot. Alle anderen sind grün. Was haben wir da? Wir haben da Rekruten, wir haben Veteranen, wir haben Elite. Oh, da ist der Ivan! Ivan! Wir haben Legendär. Da ist der Shadow! Das sind die einzigen 2, die ich noch weiß. Der Shadow war der coolste, das war nämlich der einzige, der so Tarnfarben im Gesicht gehabt hat. Und da haben wir alle. Okay. Was da aus Free Frankie mäßig wie den Zwickel. Bürger leise, Spiel laut. Immer noch? Ist immer noch, wie ist der Sound? Ihr werdet es mich schon verstehen, oder? Die Zwischensequenz war ein bisschen sehr laut. Aber gut. Also, ich darf jetzt einmal sagen, wir nehmen... Ich weiß ja nicht, okay, der ist Stufe 1, der hat Gesundheit, Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Kraft, Weisheit, Führungsqualitäten, Treffsicherheit, Technik, Sprengstoff, Medizin. Ich darf jetzt einmal sagen, wir nehmen natürlich einen Mercenary, das heißt einen Soldaten. Wie viel Geld haben wir überhaupt? Eins nach dem anderen.
$40.000, es ist der 3. April 2001. Geil. Wir haben nur 3 Striche Verbindung, das ist nichts. Was haben wir da? Biografie ansehen. Naja, da haben wir einen Haufen Text, so ein bisschen Hintergrundgeschichte zu den einzelnen Söldner. Das ist mir jetzt eigentlich nicht so wichtig. Ein 7-Tage-Honorar ist vielleicht noch ganz wichtig. Der kostet uns in der Woche $5.100. Ich dachte, klangen 3 Rekruten oder was kosten ein Veteranen? Boah, die kosten schon. Warte mal. Die kosten so im Schnitt 3 bis 5. Die kosten so zwischen 5 und 12. Was haben wir da? Präzisionsschütze. Oh, kann man die umnennen? Das war halt auch noch geil. Das war halt wieder so schick, wenn man die Leute selber benennen kann. Das war cool. Aber kann man wahrscheinlich nicht. Vielleicht kommen wir es im späteren. Was ist ein ImpWeb? Was ist denn das da? Willkommen beim Institut für Söldnerprofile. Ist es das Facebook für Söldner? Sag ich das richtig? Ich glaube schon. Was haben wir da? Webscrape now! Fehler 404. Die Anfrage-URL-Seite konnte auf diesem Server nicht gefunden werden. Okay, zurück. Was haben wir da? Free Chess. Geht auch noch nicht. Warum geht noch nix? Suncola, ja, das geht natürlich schon. Was soll ich da? Nur auf dem Karneval. Bestelle eine Dienstleistung im L.E. Le Rouge. Keine Ahnung, ich halte 2 Suncolas. Kostenlos. Müssen wir mal vorbeischauen, glaube ich. So. Was nehmen wir da? Da kannst du einen Söldner selber bauen. Wo kann ich einen Söldner selber bauen? Wo? Galerie, Neuigkeiten, Tests. Ah, das war das, gell? Du hast Fragen, schreibe und klicke und Fragen erhalte Antworten. Nein. World Wide Web Browser. Das hat man doch irgendwie folders.com. Nein, da geht überhaupt nichts. Free Cash. Mein Computer geht nicht mehr. Ja, warum nicht? Ja, ich habe überhaupt nichts gemacht. Free Cash. Call me in, bitch. Mortuary. Da sagt man, wer gestorben ist. Okay, brauchen wir auch nicht. Bei Imp anmelden, da anmelden, wo kann man sich da anmelden? Besucherzähler abmelden. Haut mir nicht anmelden. Geben Sie Ihre persönlichen Autorisierungscode ein. Bier. Falsches Passwort, bitte versuche es noch einmal. Hä? Private ID, Passwort habe ich vergessen. Sie haben ein neues Passwort angefordert. Eine E-Mail wurde an boss@aim.org geschickt. Wo sind meine E-Mails? Ja, aber wieso ich mir da... Ich wollte mein eigenes Passwort eingeben! Willkommen beim Institut für Mitsöldnerprofile. Das heißt, wir können ein eigenes Söldnerprofil machen. Wir können uns spielen. Ja, sicher machen wir mit uns. Wie viel? Sie haben einen Gruppenrabatt. Für gerade mal $6.991, vorher 12.000, können Sie einen PBT, Persönlichkeitsbewertungstest, durchführen und ein Söldnerzertifikat erhalten, mit dem Sie sofort und ohne weitere Kosten einen Söldner einsetzen können. Ein Freund, Ihr Ehepartner oder Sie selbst, Sie allein entscheiden, wer mit in den Einsatz darf. Ich mache den Bitte, ich möchte diesen wunderbaren Test überspringen und selbst auswählen. Was? Natürlich machen wir den. Weiter. Einführung. Im folgenden Test werden Sie sich in einer Reihe von hypothetischen Situationen wiederfinden, die möglicherweise auf echten Informationen basieren, die uns eventuell von unseren Partnern zugänglich gemacht wurden. Facebook 2001 war einfach schon genauso beschissen neugierig wie heute auch. Bitte lehnen Sie sich zurück und wählen Sie eine Antwort für jede der gestellten Fragen. Wir raten Ihnen, so ehrlich wie möglich zu sein. Okay, ich lehne mich zurück. Okay, das muss man in stabiler Rücklage machen, habe ich schon gesehen. Test. Frage 1. Es ist ein sonniger Tag, du genießt eine wohlverdiente Auszeit vom Söldnerleben und bist an deinem Lieblingsort, nämlich wo? Das Dojo. Du lernst die Gelbgürtel-Demut. Der Strand. Du befestigst deine Minigun und Panzerplatten an deinem Lieblingsboot. Das klingt vernünftig. Der Schießplatz. Du zeichnest schmutzige Bildchen auf die Zielscheiben mit Einschusslöchern. Gefällt mir auch gut. Das Büro. Du hilfst deinem Sekretär, der aus irgendeinem Grund im Waffenschrank feststeckt. Mal wieder. Sehr schön. Ah, ich bin am Schießplatz. So, ich sag mir am Schießplatz. Das ist so ein bisschen wie der Fertigkeiten-Test oder der Special-Test aus Fallout. Du merkst schon so, was du gefragt wirst. Wenn ich da jetzt am Schießplatz tue, dann kriege ich halt einen kleinen Bonus auf Schussfertigkeiten. Und ich möchte eine ballern! So, weiter. Deinen vorherigen Auftrag hast du vor 6 Monaten abgeschlossen, als du und dein Team ein Terroristenlager zerstört habt. Das war eigentlich gar kein Auftrag, du musstest nur sehr dringend aufs Klo. So, Gott, ich liebe es jetzt schon. Als du einen geheimen Militärkomplex in Nordkorea infiltriert hast, verkleidet als ein kleines Mädchen. Dort hast du 3 Schurken mit einer Haarnadel und einem Teddybären getötet. Klare Anspielung auf John Wick.
Oder auf dem, wie heißt der mit dem Denzel Washington? Nicht der Executioner. Fuck, wie heißt der Film? Gibt's auch 2 Teile. Der erste ist nicht schlecht, der zweite ist ein bisschen zu viel. Fuck! Ja, was dann? Nicht der Executioner. Ich weiß nicht mehr, ist mir wurscht. Als du 3 Feinde abgeschossen hast, ehe der erste von ihnen auf den Boden aufschlug. Einer von ihnen saß am Steuer eines Hubschraubers. Der Equalizer, absolut richtig. Sehr, sehr schön aufgepasst. Sehr schön aufgepasst. Als du dir am Abend vor Missionsbeginn ordentlich die Kante gegeben und alle Schurken alleine eliminiert hast. Als der Rest des Teams eintraf, fanden sie dich schnarchend zwischen den Leichen. Ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe die Frage nicht weiter. Frage 3. Allerdings hast du dir mit dieser Mission ein paar neue Feinde gemacht. Was ist passiert? Nichts Besonderes, explodierende Autos, einstürzende Neubauten, ein Satellit, der aus dem Orbit zur Erde stürzt. Das nennt sich eben das Gießkannenprinzip. Du hast all deine Feinde niedergestreckt und dann die Freunde deiner Feinde und die Feinde deiner Freunde. Aber dann haben sich die Feinde deiner Feinde gegen dich gemacht. Ich hab einfach alle umgebracht. Okay. Dein Lieblingsjeep hat einen Kratzer bekommen. Die Verantwortlichen haben stundenlang geschrien. Du hast den Fehler gemacht, einige der Schurken zu verschonen, ihre Wunden zu versorgen und sie in den Knast zu schicken. Nur um ein wenig später von ihrer Flucht zu erfahren. Ja, ich habe einfach alle umgebracht. Ich verstehe die Frage nicht. Das wird der absolute Zerpimmelungsdude. Rein damit. Plötzlich piepst dein Pager und benachrichtigt dich über eine neue E-Mail von Du stirbst jetzt @hackmail.com. Du hebst die Augenbraue, öffnest dein Outbook und liest, du wirst für deine Taten büßen. Was ist büßen? Büßen schreibt nur mal mit scharfen Messers, kennen sie den nicht damals. Ich weiß, wo dein Haus wohnt! Boah, leck, und dann sogar Ausrufezeichen, 1, Ausrufezeichen. Im Anhang befindet sich ein Foto deines Vorgartens. Wie besorgt bist du? Du bist stinksauer. Du hechst in ein Auto und fährst los. Sie wissen, wo du wohnst. Der perfekte Test für deine Zielsuchraketen. Verstehe ich nicht. Du bist äußerst besorgt. Irgendwelche dahergelaufenen Einbrecher werden deinen Hunden bloß den Magen verderben. Oh, leck, Alter, das... Jetzt muss ich kurz überlegen, gibt's Pets? Kann man Viecher haben? Hat man im Zwarer Hunde und so loslassen können? Weiß ich nicht. Oh, das war nur geil. Das war nur geil. Herr Schröder, Serie, was ist mit Twitch? Das ist eine unfassbar gute Frage. Schaust du mein letztes Video, das schon 2 Wochen alt ist, und dann weißt du Bescheid, warum ich nicht mehr auf Twitch bin. Der Toto sagt, es gibt keine Tiere. Okay. Du bist genervt. Wenn die Minen in deinem Vorgarten hochgehen, landen nur über die Körperteile im Garten der Nachbarn, die dich das nie vergessen lassen. Es ist mir egal, das ist ja nur eine Alibi-Adresse und nicht dein echtes Haus. Aber jetzt weißt du, wo sie sind. Schwierig zum Sagen. Aber ich glaube, ich hechte ins Auto und benutze meine Zielsuchraketen. Aber es kann da gar ein Indikator sein auf so Raketenwerfer. Raketenwerfer interessiert mich eigentlich nicht. Ich war gern so mit der AK, mit so einem Sturmgewehr war ich richtig gut. Und das mit den Minen hört sich gut an. Ja, Minenleger, Bombenleger und AK rumballern. Das ist mein wieder. Weiter. Du bist fast zu Hause, als ein Fremder in einen Trenchcoat sich dir in den Weg stellt. Psst, hey, wie wäre es mit etwas von dem guten Zeug? Wie lautet deine Antwort? Willst du was kaufen? Wurde auch Zeit. Du bist doch der mit den Zündern, oder? Tut mir leid, ich hab dich nicht erkannt, aber in dieser Branche sieht man die Leute ja selten zweimal. Meine Mutter hat mir immer gesagt, ich soll nichts von Fremden annehmen, also stell ich mich mal lieber vor, ehe ich mir all dein Zeug nehme. Ich habe keine Zeit für den Scheiß, geh zur Seite oder du hast gleich ein paar Löcher mehr. Kann der Indikator sein, dass man bessere Preise bei so Händlern und bei Söldneranheuerungen und so einen Scheiß kriegt, wenn man das da, willst du was kaufen? Also beim Verkaufen und so, das mag ich eigentlich auch gern. Weiter. Blitzschnell zieht der Fremde ein Messer aus dem Mantel hervor. Hände hoch, Söldner, du bist uns in die Falle gegangen. Du zeigst ihm dein Lieblingshobby, Origami mit Körperteilen. Wo eben noch ein Messer war, klafft jetzt ein großes Loch. Es gibt immer irgendeinen Deppen, der ein Messer zu einer Schießerei mitbringt. Das ist eine... Was ist das für eine Anspielung? Wer weiß, was das für eine Anspielung ist? Nur absolute Pro-Gamer wissen, was das für eine Anspielung ist. Herr Dana, merci wieder ein Resub übrigens. Bin ja auch schon ein paar Tage da. Ja, 2, 3, 4 vielleicht. Indiana Jones also noch gut war. Fast. Nein. Also ja, ich weiß, was für eine Szene du meinst. Ich weiß, aber nein. Jetzt muss ich selber kurz überlegen.
Ich hätte auf zwei Sachen nicht da. Der Capex ist der einzige, der es weiß. Ich hätte auf den Crocodile Dundee tippt. Sagen das die anderen noch nicht, du nimmst ein Messer mit zu einer Schießerei? Ich glaube schon. Du lässt vor Lachen fast deine Granate fallen. Du öffnest deine Verbandstasche und machst ihm mit dem brandneuen Konzept der umgekehrten Ersten Hilfe vertraut. Na, da glaube ich, Origami mit Körperteilen, das hört sich nach Melee-Kampf an, das mag ich eigentlich nicht. Schießerei hört sich gut an. Nehmen wir die Anspielung. Frage 7. Töte mich nur, wenn du willst, brüllt er. Du bist schon längst tot, du weißt es nur noch nicht. Du tötest ihn. Nicht, dass du seine Erlaubnis gebraucht hättest, aber so fühlt es sich doch viel netter an. Du findest Todesdrohung nicht lustig, also schlägst du ihm mit der Faust ins Gesicht. Nein! Shut up! Das tut weh! So ist es doch gleich viel lustiger. Ist das der Wongel Roundhouse Kick? Keine Ahnung. Du legst ihm Handschellen an, befestigst einen Sprengkörper mit Zeitzünder an seinem Gürtel und sagst ihm, er sei bereits tot und wüsste es nur noch nicht. Tja, nicht mehr lange. Du packst ihn in deinen Kofferraum und bringst ihn für ein ordentliches Verhör mit Wahrheitsserum und diversen Motivationswerkzeugen nach Hause. Ich glaube, das mit den Sprengkörper bietet sich da sehr gut an. Als du endlich zu Hause ankommst, siehst du Fußspuren in deinem Vorgarten. Die Haustür steht offen. Was tust du? Du trittst die Tür auf. Was? Die Haustür ist doch offen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Maschinengewehr in den einen, Sturmgewehr in der anderen und ein Messer zwischen den Zähnen. Das sind nur etwa die Hälfte der Waffen, die du bei dir trägst. Das hört sich doch vernünftig an. Du machst alles nach Vorschrift. Du forderst Verstärkung an, wirfst eine Blendgranate, gehst im Inneren mit der Pistole in der Hand in Deckung und rufst Hände hoch. Du schleichst das ist ja langweilig. Du schleichst ums Haus und steigst lautlos mit einem Messer in der Hand und einem Lächeln im Gesicht durch ein offenes Fenster hinein. Ein bisschen, ob man schleichen, ja, mit Sicherheit kann man schleichen. Du seufzt, dieses Wort werde ich in meinem Leben nie aussprechen können, und überprüfst deinen Verbandskasten, ehe du hineingehst. Auch wenn du dir ziemlich sicher bist, dass diese armen Schweine nicht mehr zu retten sind. Ja, volle Kanone einpimmeln, ich verstehe nicht, Alter. Frage 9. In den Inneren stößt du auf eine weitere Überraschung in Form von 2 bewaffneten Einbrechern. Beide sind sehr, sehr tot. Du untersuchst ihre Leichen, um die Todesursache zu bestimmen. Sie starben an Unwissenheit. Sie haben deine Warnung über die Minen im Eingangsbereich ignoriert. Dabei stand sie doch so schön leserlich im Inneren der Pizzaschachtel auf deiner verschlossenen Speisekammer in Sanskrit. Hä? Sie starben an Bleivergiftung. Deine 12-jährige Nichte ist unheimlich stolz auf ihr Talent mit der Maschinenpistole. Sie starben für die Wissenschaft. Mit Hilfe einer Druckplatte, einem Block Granit und ihren eigenen Schädeln haben sie Newtons Gesetz der Schwerkraft bestätigt. Sie starben an Freude und Frohsinn. So heißen deine beiden Lieblingsrottweiler. Es ist einfach nur gut, oder? Ja, ich nehme natürlich, was nehmen wir? Wieder das mit den Minen oder Bleivergiftung? Aber da kann ich überhaupt nicht auslesen, was das für ein Stat bringen soll, wenn meine Nichte die mit der Maschinenpistole hinterschießt. Eventuell das... Nimm wir Rottweiler? Ja, nimm wir Rottweiler. Sie starben an Freude und Frohsinn. Eigentlich hätte ich selber drauf kommen können. Weiter, Frage 10, letzte Frage. Ende gut, alles gut. Naja, vielleicht nicht für diese Typen. Was tust du als nächstes? Stelle Nachforschungen an und finde mehr über die Arschlöcher heraus, die dich angegriffen haben. Wenn es mehr von ihnen gibt, wirst du sie gratis finden. Durchsuche die Leichen nach Waffen, Munition und Wertsachen. Das ist der Lauf der Natur. Kühe geben Milch, Hühner geben Eier und böse Buben geben Beute. Looten und bluten! Gefällt mir bis jetzt am besten. Wirf die Leichen deinen Schweinen vor. Was haben wir als für Viecher? Rottweiler, Schweinen, Nichten, keine Ahnung. Schweinen vor. Gut gemacht. Jetzt musst du nur jemand anderes gegen dich aufbringen. Schließlich haben die Schweine schon bald wieder Hunger. Mensch, hast du das Söldnerleben vermisst. Du solltest dich um einen neuen Vertrag kümmern. Vielleicht eine Allianz oder sowas bilden und dich wieder ins Gefecht stürzen. Looten. Looten ist gut. Looten und bluten. Mehr kann ich nicht sagen dazu. So, ich bin gespannt. McGoldy, merci für den Euro. Mach doch noch einen und noch du machst Abstimmungen mit 1 bis 4 und der ist dann der Community-Sepp. Ja, habe ich auch kurz überlegt, aber dann sehen wir das Spiel keine Sekunde bevor es halbe 10 ist und ihr wisst es. Goldi, merci für den Euro.
Ergebnis. Dein Persönlichkeitstyp ist Entertainer. Aha. Du bist sehr aufmerksam, sowohl in Bezug auf deine Umgebung als auch auf die Menschen um dich herum. Du erkennst schnell potenzielle Probleme und lieferst Lösungen mit tödlicher Präzision. Dein vorherrschendes psychologisches Bedürfnis ist Kompetenz. Die Welt ist dein Spielplatz. Du strebst danach, dein gewähltes Feld oder gleich alle Fälle zu meistern. Du wirst von dem Wunsch nach Erfolg in all deinen Bestrebungen getrieben, ganz gleich wie viele Leichen du dabei gehen musst. Über wie viele Leichen? Entschuldigung. Dein Krafttier ist die Eule. Ja, keine Ahnung, wird schon passen. Drück bestätigen. Da haben wir also. Okay, erstmal brauchen wir ein Beutel. So schauen wir nicht aus. Na, so schauen wir auch nicht. Keyboard, kann ich doch nicht wenigstens auf männlich drücken? Ich mag gar nicht. Nein, ja. Schauen wir mal, was da gibt's aber nicht viel. Da gibt's nicht viel. Da müssen wir ihn nehmen. So, Name. Nehmen wir unseren eigenen. Sagen wir es, wie es ist. Aber das ist ungefähr, als da ich probieren mir selber eins zum Bloßen. Wen geben wir das jetzt? Wem geben wir das jetzt? Ohne dass ich. Was ist nicht? Birgerbell Busen haben wir schon lange nicht mehr gehört. Birgbert der Bärtige. Das nehmen wir. Birgbert. Der Bärtige. Na, der Bert! Birgbert der Bert. Das ist ein guter. Nehmen wir. So. Jetzt pass auf, jetzt muss ich da. Ah, okay. Sagt man dafür was? Okay, jetzt müssen wir. Es ist viel zum Lesen, das ist ein Strategiespiel, Kinder. Gesundheit, gut, steht sowohl für das körperliche Wohlbefinden eines Söldners als auch die Menge an Schaden, die dieser einstecken kann, bevor er zu Boden geht. Beweglichkeit, misst, wie gut ein Söldner auf eine neue Situation reagiert, beeinflusst die AP-Gesamtmenge, Aktionspunkte, die Gratisbewegung zu Beginn eines Zugs und wie gut ein Söldner im Schleichen ist. Geschicklichkeit. Misst die Fertigkeit eines Söldners, feinmotorische oder präzise Bewegungen korrekt auszuführen. Wirkt sich auf den Bonus durch Zielen und die Chance auf heimliches Töten aus. Kraft. Muskeln. Besonders wichtig im Nahkampf für die Wurfreichweite und die Größe des persönlichen Inventars eines Charakters. Finde ich jetzt nicht so wichtig, das ist ein Mili-Scheiß. Führungsqualitäten. Misst Charisma, Respekt und Präsenz. Beeinflusst, wie schnell ein Söldner Milizen und andere Söldner ausbildet. Beeinflusst die Chance auf positive und negative Moralergebnisse. Und ich hätte gerne so einen Führungstypen. Das heißt, ganz ehrlich, ich tue die Kraft ein bisschen runter und das tun wir ein bisschen auf. Treffsicherheit ist auf Anschlag. Weisheit. Beeinflusst die Fähigkeit eines Söldners durch Erfahrung und Training zu lernen. Verbessert die Überlebenschancen in der Wildnis und die Chance, verborgene Gegenstände und Feinde zu entdecken. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Also, eigentlich sollte man einen Sprengstoff wieder abgeben. Sag ich dir, wir haben halt ziemlich viele Punkte in Sprengstoff, weil man gezielt hat und Medizin auch. Ja, schauen wir mal, was das Neueste kann. Steht für die Fähigkeit eines Söldners, Ziele mit einer Schusswaffe zu treffen. Technik gibt die Fähigkeit eines Söldners wieder beschädigte, abgenutzte oder kaputte Gegenstände und Ausrüstung zu reparieren. Wichtig fürs Schlösserknacken, den Umgang mit Maschinen und das Hacken von Elektrogeräten. Wird beim Entdecken und Entschärfen nicht explosiver Fallen genutzt. Sprengstoff. Legt die Fähigkeit eines Söldners fest, Granaten und andere Sprengstoffe einzusetzen und beeinflusst den Schaden und die Wahrscheinlichkeit für Missgeschicke beim Einsatz von Wurfobjekten. Wird beim Entdecken und Entschärfen von Explosivfallen der man auch ober auf 40 Medizin. Steht für das medizinische Wissen eines Söldners und dessen Fähigkeit, Verletzte zu versorgen. Der man auch ober, ich sage mal, die unwichtigen Sachen, der man mal auf 30 ober. Dafür Führungsqualität, Anschlag. Weisheit, was war das gleich wieder? Erfahrung im Training zu lernen, verbessert die Überlebenschancen, verborgene Gegenstände zu entdecken. Das nehmen wir mal auf 40. Geschicklichkeit, Beweglichkeit. Was haben wir da noch? Technik. Das war Hacken, das interessiert uns eigentlich auch überhaupt nicht. Dafür nehmen wir lieber ein bisschen mehr Beweglichkeit mit. Da haben wir 65. Gesundheit, da haben wir 65. Geschicklichkeit. Was ist Geschicklichkeit gleich wieder? Wirkt sich auf den Bonus beim Zielen und die Chance des heimlichen Tötens aus. Wir haben das dann 2 Parameter, Geschicklichkeit und Treffsicherheit, die fürs Zielen wichtig sind. Nehmen wir noch ein bisschen mehr Kraft mit und wir nehmen noch ein bisschen mehr Weisheit mit und wir nehmen noch ein bisschen mehr Gesundheit mit. Anstatt Kraft und Weisheit, damit die Führungsperson da 75. Jetzt haben wir noch 5 Punkte, die wir in
Zu lernen, der mal 45. Das schaut doch richtig gut aus. Weisheit ist wichtig. Dann machen wir Gesundheit und Geschicklichkeit machen wir auf 70 und nehmen ein bisschen mehr Weisheit mit. So. Das schaut doch stabil aus. Weisheit immer voll, schneller leveln. Goldi, nochmal mehr wieder nur. Das habe ich schon gesehen. Bigler, mehr wieder ein Resub. Habe die Ehre zurück. Die letzte 3 auf 0. Ist das... Die brauchen wir eigentlich gar nicht, oder? Das ist ja... Das sind ja die Spezialfähigkeiten von den Söldner. Die muss ich mir halt dann so anheuern. Wir nehmen jetzt plus 3 Rekrutensöldner. Und da nehmen wir einen Techniker, einen Sprengexperten und einen Mediziner. Und schauen wir, dass die vielleicht auch ein bisschen schießen können. Was eine Weisheit immer so zwischen 70 und 80. Das kriegen wir locker zusammen. Dann machen wir 75. Dann Gesundheit machen wir mal auf 80. Geschicklichkeit 80. Beweglichkeit machen wir mal 65. Schauen wir mal, was ist Kraft gleich wieder? Besonders wichtig im Nahkampf für die Wurfreichweite und die Größe des persönlichen Inventars. Lassen wir das auf 50. Und der wir das auf 80. Beweglichkeit der wir auf 75. Dann geben wir ihm nochmal 5 Punkte. Geben wir ihm da nochmal 5 Punkte. Geschicklichkeit ist das mit dem Zielen. Geben wir ihm da nochmal 5 Punkte. Das schaut weltenstabiler aus, oder? Weltenstabiler. Ich hab nicht vor, mit ihm zuzuhauen oder Leute abzustehen. Der soll nur richtig gut schießen können, gute Führungsperson sein für diese Moralchecks und richtig gut treffen. Richtig gut treffen. Das hört sich doch gut an. Bert! Der Bert! Was Kraft höher? Aber wieso denn? Braucht kein Mensch. Persönliches Inventar drauf geschissen. Der ist bloß da zum Anschaffen. Drang dieren's die anderen. Weiter! Wir wollen jetzt noch 8 Stunden brauchen. Oh, es gibt was? Es gibt Perks auch noch. Okay. Kann sich entscheiden, einen brutaleren als den ausgewählten Angriff auszuführen. Verringert den Preis für Sektoroperationen und Bootsreisen. Zusätzliche Möglichkeiten im Gespräch. Der erste Waffenwechsel einer Runde ist gratis. Zusätzliche Möglichkeiten im Gespräch. Na, da nehmen wir einen Unterhändler. Sehr gut. Taktische Vorteile. Verringerter Genauigkeitsabzug, wenn Salvenfeuer oder Vollautomatik eingesetzt werden. Nehmen wir gleich mal mit. Hoher Genauigkeitsbonus, wenn Feinde auf kurze Distanz angegriffen werden. Schwere Waffen brauchen wir nicht, Kampfkünste brauchen wir nicht, Nahkampf brauchen wir nicht, Reparatur. Hoher Bonus bei Prüfungen auf Entschärfen von Fallenhecken, das brauchen wir auch nicht. Nachtoperationen, verringerte Genauigkeit, Abzüge bei Nacht- und unterirdischen Sektoren. Heimlichtour, beim Schleichen für Feinde schwieriger zu entdecken. Unterrichten, schnellerer Abschluss der Operationen Miliz ausbilden und Training. Gewährt 10% zusätzliche IP für den Trupp. Vergrößerte Reichweite für alle Wurfwaffen, braucht keiner. Dramatisch verringerte AP-Kosten für den ersten Wurf eines Messers oder einer Granate in jeder Runde. Das ist der perfekte. Perfekt. Haben wir einen Bonus auf unsere auf die Waffen, auf Entfernung. Wir versuchen mal auf Entfernung zum Kämpfer. Das ist so der Grund. Min-Maxing im Gange, sehe ich schon. Ja, Sprengi, du wolltest den Tryhard? Hier hast du den Tryhard. Das schaut gut aus. Und mehr XP für alle in der Gruppe, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wenn wir jetzt dann einen Squad haben mit 4 Leuten, dann kriegen wir natürlich während dem Spielen Erfahrung, alle steigen Stufen auf und so kriegen wir alle 10% mehr. Beste Leben, Alter. Fertig! Wir können Ihnen nur einen Platz für ein Söldnerzertifikat anbieten. Sind Sie sicher, dass Sie diesen Söldner an... Ja. 7000! Nimm ich! Bäm, Alter! Da, der Fiedel, dahin! Ich habe Achievement gekriegt. Der Neue in der Gegend. Imp. Jetzt habe ich es nicht fertig gelesen. Herzlichen Glückwunsch. So, ich bin mir nicht... Also wir haben jetzt noch $33.000. Ich hätte gern noch 3 zusätzliche Söldner. Ich sag das aber ganz ehrlich, dann nimm ich lieber einen Rekruten und nimm 3 Stück anstatt 2 Veteranen. Schauen wir mal, wie krass, dass sie die da unterscheiden. Ja. Wir brauchen einen Arzt. Wir wählen als erstes einen Arzt. Da haben wir einen Fox. Gesundheit 78, Geschicklichkeit, Beweglichkeit, Medizin 69. Was hat er? 180. Er ist ein Kanadier. Was ist sie? Amerikanerin. Stufe 2. Er ist noch Stufe 1. Sprengstoff, Technik, kann er gar nichts. Beweglichkeit. Treffsicherheit ist mir noch ganz wichtig. Warum? Weil die alle schießen können müssen, nicht bloß ich. Da ist er Führungsqualität, hat sie gar keine Führungsqualität, hat sie 21.
Sieht man da so Ausrüstung? Ah, okay. Was haben wir da? Wenn Fox den Kampf eröffnet, werden Feinde überrascht stattgewarnt. Ah, ich sehe schon wieder, das ist ein unfassbar komplexes Spiel. Sie hat einen Peacemaker, was hat er? Der FN Browning HP. Wo ist der Selbstspieler? Gibt's die Waffen wirklich? Hat im Rucksack Munition, Medikamente, Sanitätskasten, Erste-Hilfe-Kasten, Medikamente und Munition. Verringert die genau bei. Oh, die hat 2 Pistolen gleichzeitig. Okay, was haben wir da? Okay, wir nehmen da Fox. Oder ein MD. Oh, nochmal 10% zusätzliche EP. Kann inspiriert werden und die Moral des Teams im Kampf erhöhen. Geringe Chance, einen Verlust an Moral beim Team zu vermeiden. Der Charakter verliert Moral, wenn er von einem Tier angegriffen wird. Es gibt ja doch Hunde offensichtlich. Aber die Foxy ist schärfer, ich sag das, was ist. Ah, die hat auch den 10% Bonus. Waffenwechsel ist umsonst. Ja, nehmt Foxy. Nehmt Foxy! Kontakt aufbauen! Fox Hallo. here. If this is about a job, I'm all ears. Well, that's not completely true. I have other parts too. Sie hat andere Körperteile? Was? Vertragsdauer. 7 Tage. Inklusive $1.120 Versicherung. Ja, also die kommt auch noch, es gibt noch Versicherung dazu. Ja, nehmen. Was ist das? Da ist schon wieder Werbung! Entschuldigung, ich habe auf die Werbung geklickt! Tu das weg, tu das weg. Ah! Muss ich jetzt wieder mit dir telefonieren? Kontakt. 7 Tage Angebot. Rein ins Team! Aim-Vertrag. Dauer 7 Tage, blablabla, bestätigen. Okay, it's a deal. Okay, By jetzt the die. way, I hear So, Wolf is available. Press and F I love für working with Fox. him. Ab in den I'd be Chat. so appreciative if you hired him too. Nochmal. Was? Übrigens habe ich gehört, dass Wolf verfügbar ist und ich arbeite gerne mit ihm. Ich wäre so dankbar, wenn du ihn ebenfalls anhören würdest. Der Wolf? Who the fuck ist Wolf? Schließen? Wo ist der Wolf? Eis? I's here. So, Der ist für mich empfohlen. Warum ist der für mich empfohlen? Sollen wir nochmal auflegen? Wo ist denn der Wolf, Alter? Wieso hatten die nicht noch... Mal. Da ist der Wolf. Sollen wir uns den für 10.000 leisten? Geht das so weit? Wahrscheinlich geht es schon so weit, dass wenn die zwei... Sprenge, du hast das ist, ich bin auch gerade drauf gekommen. Moment mal, wir haben einen Fox und uns... Wo ist denn ist der Fox und das Wölfchen da? Wir haben 2 Moderatoren, die haben sogar liiert, die beiden. Einer heißt Fox, der andere heißt Wölfchen. Ja, müssen wir. Der Peter Wolf Sanderson! Oder saubere Schrotflinten, eine doppelleifige. Und ein bisschen Dings dabei und Medizin. Wolf ist ein guter Allrounder. Ja, steht ja dabei. Allrounder, Gesundheit 90, Beweglichkeit, Treffsicherheit 79, schaut stabil aus. Was kann er so? Nochmal 10% Bonus. Er hat mehr Trefferpunkte. Alle Operationen, die Wolf unternimmt, werden ungefähr um 33% schneller abgeschlossen. Was sind denn Operationen? Also medizinische Operationen oder... Was haben wir da? Feuerwaffenangriff, ablenkender Schuss, entfernte Überwachung und Festnageln löst keine Unterbrechenangriffe aus. Hört sich gut, weißt du was denn? Nehmen wir! Kostet uns 12.000, dafür müssen wir aber dann einen ganz billigen Teil werden, sonst haben wir gleich wieder, kein Geld mehr. Die 10% können nicht gestapelt werden, by the way. Verdammt! Helft nicht, ich möchte ihn trotzdem haben. Kontakt! got the wolf. 7 Tage, You hau also rein. got Hau rein. Fox is on your team. wie viel haben wir noch? Then you Sim. bet your ass I am. So, passt. So, zurück zum Regel. Jetzt haben wir einen Sunny, wir haben einen Allrounder. Und jetzt, oh, da hat man noch einen Sprengstoffmeister. Ja, der Barry Unger. Ist der eher Sprengstoffmeister. Was hat der so? Hohlladungen? Der hat Granaten dabei. Was haben wir da sonst noch? Einen Techniker haben wir noch. Oh. Ein Fernangriff, der die Schadensreduktion der Rüstung umgeht. Der Mechaniker. Was machen die so? Verringerte Genauigkeit, Abzüge bei Nacht- und unterirdischen Blablabla. Geringe Chance im Verlust an Moral. Was hat der da? K98 kann zaubern. So mag ich das.
Treffsicherheit 80, Durchschlagskraft leicht, Haltbarkeit gebraucht. Da haben wir die Waffen allein schon wieder so viel Stats, dass es jetzt spät ist. Man kann Waffen offensichtlich sogar ausbauen mit Schalldämpfer und Visieren und was weiß ich was alles. Ja, Scharfschützen war schon auch nicht schlecht. Ich hab's schon gelesen. Mr. Freak vorher, ich hab's schon gelesen. Was hat er? Ah, der Herr Scharfschütze mit der Schrotflinten. Ja, eher nicht. 2 Schrotflinten brauchen wir auf keinen Fall. Was haben wir da noch? Pistolen und Messer. Eine Ukrainerin. Der Steroid. So, der hat auch bloß einen Revolver. Er ist offline. Der Barry hat auch nur einen Revolver. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die Mechanikerin, vor allem kostet sie bloß 4200, die ist jetzt vielleicht nicht ganz so stark. Was hat denn die so? Unter Technik hat sie immer 60, das passt, Treffsicherheit 80 mit dem Karabiner. Das hört sich doch gut an. Hört sich doch gut an, oder? Der Essiggurken schreibt, Puffer bei sonst wem noch immer wieder der Stream. Wenn du auf 1440p zuschaust, kann es natürlich sein, dass es der Internetleitung nicht der Greit. Musst oberstellen auf 1080. Alle muss ich schneller trommeln. Ja, musst den Hamster in deinem Radl schubsen. Hängt der Stream bei euch auch oder liegt es an meiner Dorfleitung? Auch jetzt sagt der zweite schon. Hängt da wegen der Stream. Bei mir steht aber nix. Wenn es ist, müsst ihr Qualität vielleicht ein wenig oben dran. Vielleicht ist es wirklich ein Internet. Kann auch sein. Haben wir noch mehr? Bei denen der Stream hängt? Bei mir liegt's auch. Dann kackt jetzt YouTube wieder umeinander, oder was? Muss jetzt selber das Nachschauen anfangen. Kruzifix. Was ist da los? Weiß ich nicht. Bei mir läuft. Wer WLAN hat keinen Bock. Bei mir auch kurz. Auf 720p geht's ohne Problem. Gut, 720 ist ein bisschen erbärmlich, muss ich ganz ehrlich sagen, aber hilft eh nicht. Wenn es wirklich ist, steht zur Zeit auf 1080p. Aber für das haben wir es gemacht. Das ist ja das Schöne bei YouTube. Kannst du einfach auf 1080p oberstellen. Nice. Aber bei mir fuck it nix. Ich sag da, ich habe mittlerweile so eine Statistik da. Ist alles stabil. Also es liegt nicht an mir. Vielleicht hat YouTube selber ein paar Probleme. Das kann natürlich schon sein. So, wir nehmen Kalina. Das sagt ja ich. Den nehmen wir mit. Kontakt. Hello, talking computer. Are I you- am Kalina. Nice to meet you. Bled. Are you offering a job? I have job, Blad. Kommst du in Squad, Blad? Kommst Bye, talking computer. Bye Nice bye. of you to send me on an adventure. Adventure, we go Adventure. Okay, bye. So. Und jetzt haben wir ein Team. Unser Team. Wenn das nicht stabil ist, dann weiß ich es auch nicht. Da, der Bert. Wenn der Bert nicht stabil ist, was hat man eigentlich für Waffen? Ein Uzi. Ich mag kein Uzi, ich mag ein Sturmgewehr. Verringert den Bonus durch Zielen. Weniger laut. Feuermodus halbe automatisch. 9 mm. Schau dir mal das an, wie viele Waffenslots das Ding hat. 5. Sind nur noch, gell? Ja, ich sehe schon. 1% Crit, 20 Reichweite. Was hat er da zum Beispiel? 8 Reichweite. Was hat sie da damit? 32 Reichweite. Und mit dem Revolver hat sie 20 Reichweite. Also haben wir so auf mittlere Distanz. Und warum ein Revolver eine Modifikation in Form eines Raketenwerfers hat, das werden wir rausfinden müssen. So, wir drücken auf Start. Los geht's. Hier sind wir nun. Wieso wird noch nichts gesagt? Okay, Tutorial, wollte ich gerade sagen. Tutorial. Lass die Zeit weiterlaufen und warte auf die Ankunft deiner Söldner. Okay. Also das ist die Taktikkarte. Oh, die ist aber ganz... Oh. Okay, die ist groß. Oh mein Gott, Alter, die ist sogar sehr groß. Und so wie ich das verstanden habe, hast du mehrere so Söldnertrupps im Laufe des Spiels und schaltest da Gebiete frei. Da haben wir 2-mal einen Besen, da haben wir 4-mal einen Besen, da haben wir 5-mal einen Besen und einen Besen. Und du kommandierst dann Söldnertrupp zu Söldnertrupp dahin. Und da sehe ich jetzt schon was. Was haben wir da? Was bedeutet das? Führe Spähoperationen aus oder erforsche Sektoren in der Taktikansicht, um Infos zu erhalten, wie du die Verteidigung dieses Außenpostens verringerst. Ah. Du kannst direkt in den Außenposten eingehen, dann kriegst du wahrscheinlich aufs Maul, oder du machst zuerst irgendwie anderen Sachen und dann hast du nicht mehr so viel Widerstand. Ja, da ist alles wichtig, habe ich schon gesehen. So, was haben wir da? Operation, aber das Tutorial wird's mir schon sagen. Unsere Söldner treffen jetzt dann erst einmal im Sektor I1 ein. Schauen wir, was passiert. Die Ansicht bleibt übrigens nicht so, also es ist nicht so ein Spiel, es wird schon noch anders. Der Aimbot! Es ist der 4. April, du hast 4 Söldner und 13.000 Ready Dollar. for the next quest. Ready for the next quest! Der Bert, Fox, Wolf und Kalana im Flag Hill eingetroffen. Oder so Statusnachrichten, die kommen da neben mir.
So, Charlie Trupp, Zeit, der Klientin Emma Lafontaine Bericht zu erstatten. Wir haben eine unbekannte Gegner. Was muss ich jetzt tun? Da dran, automatisch auflösen, Rückzug, schließen. Ja, wir kämpfen, oder? Ist das der Kämpfen-Button rechts unten? Das irritiert mich schon wieder ein bisschen. Wir gehen mal kämpfen! Los geht's, wir haben einen Flag Hill. Schüsse in den Oberkörper lassen sich am einfachsten erzielen. Treffer an den Körperteilen können bei Feinden aber zusätzlichen Schaden verursachen oder negative Effekte auslösen. Das heißt, wir können ihm zum Beispiel in den Arm einschießen, dann trifft er nicht mehr. Oder in den Hax einschießen, dann liegt er am Boden. Keine Ahnung. Wir haben einen Flag Hill, wir haben einen klaren Himmel. Treffen mit dem Klienten. Der Klient erwartet uns auf Ernie Island. Jetzt bin ich gespannt. Starten. Okay, Grafik schaut aus. Sehr stabil aus. Sehr stabil. Sehr stabil. Button! So, da sind wir nun. Wie weit kommen wir da auszoomen? Nicht, was ist mit dem? Der Bastien. Mit Bastien reden. Ich mag da, kann ich jetzt da einfach umeinander gehen und... What's on your mind? Okay. Benutze die linke Maustaste, um einen ja, haben wir Of schon course. gemacht. Kann ich da jetzt auch schon mit irgendwas interagieren? Kann ich da Sachen finden oder wie We're läuft on it, das? Chief. Da haben wir Fassel. Gelbes Fassel, das reißt weniger stark wie die We roten hear you, Fassel. Chief. So, oh, sogar mit Wolken, Jenny. Aha, Kalina ist wieder. Kalina, hast du Ballerina so? Heading out. Kann man da in Deckung gehen? Wie läuft Got a das? bozo Da haben die here. Besen. Hab ich einen. Okay. Jetzt warte mal. Jetzt drück ich mal Escape. Tu mich speichern. tu mich speichern. Neuer Spielstand. Bürger Stream 1. Spiel speichern. So. Der Extremmann schreibt, Bierger, ich weiß, du spielst gerade was komplett anderes, aber ich habe einen Tipp. Vor 2 Wochen habe ich mit Subnautica Below Zero gefunden und das suchtelt so richtig krass. Das finde ich fast noch besser als den ersten Teil. Da es aber halt nur fast besser ist und der erste Teil, habe ich mir gedacht, mit dem was anderes. Der Extremmann, aber vielleicht kommt es eines Tages. So, jetzt ist die Frage, kann man sich da irgendwie ducken oder so? Oder muss ich da jetzt einfach reinlaufen, damit der Kampf getriggert wird? Was bedeutet das da? Sichtbare Feinde 2. Ah, okay. Wie viele Feinde mir sehen? Was haben wir da? Was ist das? Truppverwaltung, Finanzen, neuer Trupp? Nein, brauchen wir nicht. Das ist Charlie, V, Ansicht, gesunde. Okay. We're moving. Ja, gehen wir halt einfach mal da rein jetzt. Ich weiß ja auch nicht. Der Scherge. Kann ich da schon drauf schießen oder wie? Ich darf gerne den Kampf eröffnen. We're on Gehen wir it. mal da. We can use this. We can use this. Kann ich irgendwie... Jetzt bin ich gesenkt. Time to get this Ja, party hab schon started. verstanden. Da ist jetzt so ein roter Balken gegangen, auf den habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst und jetzt haben sie mich entdeckt. Ah ja, erst einmal reinschauen. Erst mal schauen, was überhaupt los ist. We are here to So. vanquish you. But we vanquish you, Blad. So, also, jetzt pass auf. Benutze linke Maustaste im Kampf, um deinen Söldner auszuwählen und linke Maus, um ihm einen Befehl zu geben. So, jetzt bin ich mal schnell gespannt. Haben wir mir da haben wir, ja, da gibt's Deckungssystem. Gibt's verschiedene Deckungssysteme, also leichte Deckung, schwere Deckung, keine Ahnung. Das ist jetzt eine Gratis-Bewegung. Die kostet 3 Euro. Ja, mit wem? Yes? Ich darf jetzt sagen, 2 Leute pinnen wir die da rechts fest. Gratis bewegt, der kommt gratis bis daher. Kann ich mich zweimal bewegen? Kann ich Züge rückgängig machen? Steuerung X, Haltung runter. Bewegungshaltung sperren. Jetzt gehen wir mal da her mit der Gratis-Bewegung. Wieso tut er das nicht? Moving to jetzt. position. Okay. Also jetzt ist schon... Wo sehe ich nie, wer droh ist? Okay, ich kann jetzt meinen kompletten Zug selber machen. Ich kann alle... Es ist nicht so, dass hier eine Initiative, so wie das bei Battle Brothers war, dass einmal die dran sind, dann der und so weiter, sondern der ganze Trupp ist dran. Jetzt ist die Frage, was man deren... Man kann die Haltung da eine verringere, das kostet einen Actionpunkt. Okay, was kostet Schießen? 7. Das heißt, ich kann bloß einmal schießen. Angriff 4 bis 11. Na halt, stopp, was ist das da? Laufen und schießen. Verbinden, Überwachung, in Deckung gehen. Verbraucht alle... Aber das wollen wir natürlich nicht. Aber verringert die Bewegungsreichweite, schwerer zu treffen mit Fernangriffen und etwas Schutz gegen Explosivschaden. Das der mal jetzt einmal. Kann ich dann überhaupt noch schießen?
Es sind keine gültigen Ziele in Reichweite. Du kannst den Angriff stattdessen frei zielen. Frei gezielte Fernkampfangriffe verbrauchen ganz normal AP und können auf alles abgefeuert werden, auch auf leere Bereiche. Wir kommen... Was ist ein freies Zielen? Ah, okay. Da haben wir frei. 3 Schüsse einfach in diese Richtung. Schießt er dann da so über Deckung oder was? Ja, weiß ich nicht. Was ich da jetzt gern tue, ist Überwachung. Verbraucht alle Actionpunkte, sämtliche Ziele, die im Überwachungsbereich schießen oder sich bewegen, lösen und unterbrechen Angriffe aus. Genauigkeit wird von Geschicklichkeit beeinflusst. Maximale Angriffe 3. Ist jetzt die Frage, kann ich das in eine Richtung zeigen lassen? Ah. Genau. So, das machen wir da um. Da sieht man schon, wo ich hinsäge und wo ich nicht hinsäge. Und wenn sie die jetzt da hinten rühren, die stehen halt jetzt in einem unsichtbaren Bereich, weil ich mich duckt habe. Und wenn die da rauslaufen und schießen wollen, dann hat es. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass es funktioniert, weil die da einfach stehen bleiben werden. So. What's on your mind? Das ist einmal der erste. Dann, Kalinka, bist du dran. Du gehst gleich mit da in Deckung und schießt gleich mal auf den da hinten. Sag ich dir, wie es ist. Gib ihm gleich mal eine saubere mit. So, schießen. Mobiler Schuss. 2% Crit, 4 bis 7. I could do this blindfolded and tied up. Alter, wie gestört ist das denn? Ich kann jetzt auf den Kopf, Arme, Oberkörper, Unterleib und Beine zielen. Meine Reichweite... Ist das gut oder schlecht? Rechte Maustasten, wie früher, rechte Maustasten. Desto mehr Actionpunkte kostet's. Sollen wir ihm in den Kopf schießen? Schieß mir, der steht geradeaus vor uns. Nein, du kannst nicht daneben schießen! Wie viel Actionpunkte? Wo sehen ich ihre Actionpunkte, wie viel das noch hat? Da, oder? Nochmal 5 von 5. Sehe ich das? Kalinka! Sorry. Ja, I'm sorry, using du bist your hand lustig. lotion. Scherzkeks. So, nehmen wir ihn. Da ist keine Deckung. Das ist schlecht für uns. Aber... Yes? Ist da eine Deckung? Da kann ich gar nicht hergehen. Da ist auch keine Deckung. Kann man einfach auf ihm schießen da? This should do it. Schau mal, haben wir auch gut dabei. Der Angriff kann die Hindernisse in der Schusslinie nicht durchschlagen. Ja, das... Nein, wie geht man da wieder raus? Okay. Gut, dann gehen wir mit ihrer Dome. Und dann schießen wir auf einen von denen Affen da. I have the villain in my sights. So, lassen wir mal Oberkörper. Ich darf gerne mal einen treffen. Wir haben 1, 2, 3, so. Oder probieren wir es in den Kopf. Schieß in den Kopf! Some mischievous spirit got in my gun. Wo sehen wir, wie viel AP das die noch hat? Ah, da links 0, 0, 0. Ja, das war kein sehr erfolgreicher Zug bis jetzt, Kinder! Sag ich dir, was ist? Der kostet 1 AP, der hat jetzt eine Schrotflinten, oder was? Was ist mit denen? Gehen wir da her? Hustle. Gehen wir niedrig und machen wir Überwachung. Und zwar in diese Richtung. Keeping a watch over the pups. So, jetzt bin ich gespannt, ob das irgendwas bringt. Machst du besser was anderes mit dir? Ja, blindfolded and tied up. Ist schon recht. Was? Okay, mehr Trefferzonen klingt gut. Treffen können die. Ja, das werden wir jetzt gleich herausfinden. Was ist denn das da alles können? Alle Operationen, die Wolf unternimmt, werden ungefähr 33% schneller abgeschlossen. Ja. Was haben wir da? Unverletzt. Die zwei haben keine Sicht und er ist unverletzt. Aber ich hoffe, dass er da aus der Deckung ausschießen kann. Also ausschauen das schon so. Wenn sie er jetzt rührt, kriegt er eine mit der Schrotflinte gezündet. So, mehr Actionpunkte haben wir nicht. Jetzt bitte lass uns eine 2 Überwacher regeln. Außergelaufen! Schuss! Ja! Fast tot! Blöd! Nochmal! Ja, schwer verletzt. Schwer verletzt ist nicht fast tot. Ach so! Ja, natürlich triffst du deinen ersten Schuss. Gib mir bitte Schrotflinten! Gott sei Dank, Mann! Gibt's ein Pumpgun! So, was nehmen wir mit ihr? Fast tot. Natürlich schießen wir da drauf. Jetzt nehmen wir erstmal unseren Kommando. Target locked. Was heißt das Blaue da? Ach, Eigenbeschuss. Ah! Also ich darf der Kalinka jetzt da in den Arsch einschießen, wenn ich von da schieße, oder was?
Ja, Kalinka, dann schießt du als erstes, hätte ich vorgeschlagen. Ready to shoot. Wieso habe ich da wieder Eigenbeschuss? Das ist ein totaler ich muss Kalinka erst nehmen. Kalinka, He has a good shot. du schießt jetzt da mit drauf, aber in den Oberkörper, das gelangt. Du musst bloß treffen! 1, 2, 3! Gib ihm! Oh. 36 Schaden ist vielleicht auch ein bisschen viel gewesen für den Fall. Oh, Scherge plündern! Scherge plündern! So, Kalinka, du hast keine Action Points mehr. Jetzt schauen wir mal, wo wir mir da gratis hingehen können. Wieso? Jetzt nimmst du Ehren. Gratis Bewegung. Haben wir mit da eine Deckung irgendwie? Es kostet 1 AP. Ich darf ihn aber halt gern töten. Ja, ich sag das, was ist. Von einem Meter Entfernung darf ich ihn einfach gern töten. Gehst da her, schießt ihm gefälligst ins Gesicht. Oberkörper. Easy. Easy. Das war jetzt eine sehr, sehr seichte Einführung in dieses Spiel, wie es funktioniert. So, jetzt können wir plündern, oder was? Ja, sicher. Was hat? Okay. Leiche. Bauteile hat es dabei. Zum Modifizieren von Waffen, für die Operation Gegenstände reparieren in der Satellitenansicht. Rucksack von Bert, Rucksack von Fox, der Wolf oder ein Haufen Zeug dabei. Schaut er dieser wieder. Okay, muss ich irgendwie nachladen? Na. Das schaut gut aus. Sure. So. Haben wir sonst noch was? Da kann man noch plündern. Und er, der hat nichts gedroppt, oder was? Da haben wir noch was. Oh, da hat eine Pistole dabei. Der haben wir alles in den Rucksack von Wolf ein. Damit nichts passiert. Das stacken wir sauber. Ah, Looten ist einfach immer gut. Will do. Looten ist immer gut. Yes. So, alle. Benutze einen Erste-Hilfe-Kasten, um einen Söldner zu verbinden und basierend auf deinem Medizinwert verlorene TP wiederherzustellen. So, wer ist unser Foxy? Don't Ist unser tease Sunny. Du musst dich selber verarzten. Machen wir so. So. Schaut gut aus. Wie lange dauert das so im Schnitt? Eine Viertelstunde? Hat die keine konkrete Trefferpunktanzeige irgendwie? Ich sag da bloß 4 Ach da. 8.7. Jetzt habe ich nicht geschaut, wie viel das kalt hat. Ja, ist ja wurscht. Francie, mir ist wieder ein Fünfer. Piu, piu, piu. Ja, ich sehe schon, Yes. das wird... Oh, ich rieche jetzt schon, dass mir das Spiel sehr viel der Sommerpause kosten wird. Oh, da liegen ein paar Tote umeinander. Da, die kann man sogar looten, geil. Okay, moving. weiter geht's. Komm mal, wollte ich gerade sagen, komm mal als Battle dran, jawohl. You got it. Was war denn das? Hat das beim Schwarz los? Let's Schöner get a move Ton. on. Soll man sofort ein Lied draus machen? Easy does it. Ein bisschen weiter auszoomen da den und ein bisschen von oben singen. Der Biobin ist raus! Hauen Sie sich hin, habe die ersten Pfirtener gut. Haben wir sowas wie ein Map? Map! Ja. Ach, oh, da kann man immer live in jeden Sektor einspringen, okay. Okay, da ist Map-Begrenzung. Oh, dann nur ein Haufen Base. Ah, das Gute oder? In die Villa müssen wir rein, ja. Heading out. Kann man da looten? Kann Should man da we grab looten? what Da we kann man can? wohl looten. Dass wir ein wenig looten. Jawohl, Schrotflintenmoon. Die können wir brauchen. Was haben wir da? Truppvorräte, Schrotflinten. Ach, die werden die 10 global. Also Munitionszeit global. Und so oder jeder sein eigenes Inventar so ein bisschen. Sortieren wir mal das sauber. Kann man das nicht da, ja, da? Oh, Truppvorräte. Tatsächlich kann man das auch in die Truppvorräte rein. Da haben wir nur ein Tong. So, schaut gut aus. Und ansonsten glaube ich, haben wir schon da. Das war bloß auf. Oh, da haben wir noch was. Hoping for a new gun, Plündern. but Natürlich, die haben wir wieder plündern. Was haben wir da? Oh, ein Flakwesten. Ach, Kinder. Die können wir brauchen. Die gehen wir gleich mal im Birkwert. Ist das Beste, was du hast? Was haben wir da hier unten noch? Kann man da was looten? Nein. Ist eher gut. Das ist der Bastien. Gibt's nichts. Na gut, brauchen wir nicht, aber gehen. certainly. Ah, leck, ich bin halt jetzt schon wieder so hooked, dass es spät ist. Ah, leck, mir am Arsch, wird mir das Fettzeit kosten in der Sommerpause, das Spiel. You miss La Fontaine's mess. Ah, shit, ich Go on will... inside. with They're Ollie. expecting you. Okay, wir werden bereits erwartet. Heißt's. Wird ehrenlos. Gute Sache, bitte mehr Streams davon. Jetzt! I wonder what Im secrets Übrigen this ist, is hiding. vielleicht ist ja ein bisschen Werbung, keine Ahnung, das, was hat es mir gekostet? Ich glaube 31 € auf MMOGA, normal kostet es 45. Nimmst meinen Link in der Beschreibung. Freue mich. Dankeschön. Falls irgendjemand vorhat, das Spiel zum Kaufen. We're on it. So. I'll do my best. Okay, Quests, Thank
Thank God you made it. Oh. I wanted to warn you, schick but you noch. were already en route. Legion forces have landed on Ernier. They even tried to attack us here at the villa. I can't imagine what they want with this tiny island. It is neither Ernie Island nor my villa they want. It is you. Perhaps they think capturing you would make your father more cooperative. Then I'm sorry I came. I didn't mean to put anyone else in jeopardy. Okay, man hat sogar Dialogoptionen. Okay. Mit denen werden wir fertig. Man hat sich schon besser bei uns bedankt. Ja. Machen wir mal einen freundlichen Söldnertrupp. I am so grateful to hear you say that. Granchian's own government can't do a thing to help. I am reassured by your confidence. Here, Oh, kriegen wir please Belohnung, take Jenny. this as a gesture of my appreciation. Das ist nicht nötig. Natürlich. Was? Natürlich nehmen wir die $2000. Thank you so much. This is the nicest gift I have ever received for shooting at someone. You're quite welcome. Now, Unsere Ukraine zu As to schneller ist beginning ziemlich your amüsant, search. muss ich sagen. I suppose questioning the Legion soldiers on Ernier about my father would be a good way for you to start. This is Corazon Santiago. She's the director of operations in Granchian for the Adonis Corporation. Her people encountered the Legion face to face. She will manage additional funding while you are in the field. Doesn't matter to me who writes the checks, Chief. Just so long as they don't bounce. Oh, how nice! This is like having two fairy godmothers. Hello, it is good to meet you. As Emma said, I will provide you with a cut of the proceeds from the Adonis diamond mines to help fund your mission as you liberate each one from Legion control. Whole mines full of diamonds? Well, now you've got this girl's attention. But first things first. Ich finde geil, dass da Legion jeder has seine eigenen overrun the Dialoge hat zu den einzelnen Capturing the town Situationen. and Das the ist ja old schon, fortress. ist schon geil. Liberating the town is essential to securing transport to the mainland. But securing the whole island will ensure you have a good base of operations. Additionally, the locals may be appreciative and give useful intel. Sounds like this little island could serve as a good HQ, Chief. Super awesome. Was gibt es noch über die Legion zu wissen? Erzähl mir mehr über Ernie Island. Das ist jetzt ein bisschen lore-bedingt, das interessiert mich jetzt eher weniger. Da sagen wir mir Tschüss. Offensichtlich müssen wir heute die kleine Insel, auf der wir Corazon sind, and I müssen wir will be keeping in befreien. touch via radio. Okay, Something to help us on our quest, perhaps? okay. Treffen mit dem Klienten. Ergebnis mit Emma Lafontaine und bla... Was ist jetzt da, oder? Du kannst mit Hilfe der Satellitenansicht den Befehlsmenü an einen anderen Ort reisen. Okay, was haben wir da hinten? Da haben wir irgendwas gesehen. Und untersuchen mit Wolf. Oh, was wir auch nicht gemacht haben, wir haben da unten was drucken können. Gell? Da hat es irgendwas gegeben. Ja, gut. So, was ist jetzt das da? Das ist ein Luxusstuhl. Nicht so hässlich oder billig wie ein Plastikstuhl. Ein elegantes Möbelstück für ein zivilisierteres Zeitalter. Okay, man kann da mit Türen interagieren. Aber sonst... Oh, da gibt's noch was. Plünd... Are there any sweets for good little girls? Oh. Are there any sweets for good little girls? Unmöglich. Kann auf keine Weise geöffnet werden. Durchsuchen mit... Aber irgendwie kann man doch das aufmachen, oder? Schneiden mit Kalina. Warum geht jetzt das nicht? Wir haben doch... Jetzt warte mal. Wir haben doch da eine Beißzange. Drahtschere. Zerschneidet Maschendrahtzäune. Die Haltbarkeit verschlechtert sich mit jeder Nutzung, kann nicht repariert werden, wird automatisch aus dem Inventar verwendet. Okay. Und warum tut's das nicht? Of course. Gehen wir mal da auf die Seiten. Nehmen wir mal die Yes. Kalina. Sie tut's eh. Sie ist nicht hingekommen wahrscheinlich. Und schon ist auf! Nein, nicht aufmachen. Nein, nicht das zweite Ding. Wo? Da. Was haben wir da? Eine Granate und ein Messer. Ja, hier haben wir mal das zweite Messer. Und wem geben wir Granaten? Wir hatten den besten Sprengstoffwert. Sprengstoff 0843. Der kriegt der Wolf. Mr. Wolf, ab mit der Granate. Kann man ihm die irgendwie... Warte mal, Inventar. Kann man ihm die irgendwie geben? Tatsächlich kann man es direkt da im Inventar ausrüsten. Das schaut doch ziemlich stabil aus. Sehr schön. Können wir nur eine Zweitwaffen brauchen? Können wir mir da irgendeine... Hat sie nicht irgendeinen Beidhändig-Perk? Was soll man hier geben? Wir geben mir nur eine zweite Pistole. Sagt ihr, was ist? Wir ist noch Treffsicherheit. 69. Nice. 80. Ja, alle anderen haben Gewehre.
Ja, schaut gut aus. So, jetzt auf Kommando. Dann Satellitenansicht, Notizen. Was bringt Notizen? Ah, okay. Haben das unsere Missionsziele. Die Dorfbewohner können dich auf dem Seeweg von der Insel bringen. Das Dorf Ernie H2 ist von der Legion besetzt. Den Major zur Strecke bringen ist einmal so ein Hauptding. Rettung des Präsidenten. Präsident Lavodem muss gerettet werden. Treffen mit dem Klienten. E-Mail. Der Newsletter. Exekutionen, Zusammenstöße, immer noch Vermisste. Na, Passwort vergessen. Oh, tatsächlich wird mir da das Passwort zugeschickt an meine E-Mail. Wichtig. Passwort vergessen, haben wir schon. Verlauf, Notizen. Okay. Escape, schließen. Was haben wir noch? E-Mail, Browser, Trupps verwalten, Söldner, Hilfeseite. Der Pro-Gamer braucht keine Hilfe. Satellitenansicht. So. Reise zum Dorf Ernie. Ja, aber wir müssen doch dann automatisch wahrscheinlich da so durch, oder nicht? Jetzt, da klicken wir jetzt einfach mal da hin. Ja, also wir fahren automatisch da durch und dann wird halt wahrscheinlich ein Kampf simuliert, wenn wir mir... Kann jetzt auch sein, dass wir da durchfahren und schleichen wir uns durch und dann ist ein Random-Wert, der dann sagt, es kommt zum Encounter oder eben nicht. Also es kommt zum Kampf oder wir kommen unentdeckt durch. Ich darf aber gerne die ganze Insel befreien, weil wir da mit Sicherheit was kriegen dafür. Darum Heading out. gehen wir mal, schauen wir, was passiert einfach. Continue into destination Okay. sector. Im Sektor sind feindliche Streitkräfte aktiv. Breit machen zum Angriff. Ja, natürlich kämpfen wir da. 4 gegen 6. Ja, die ballern wir schon weg. Jetzt tu dich mal nicht runter. Ich glaube, dass man sehr viel zerreißen kann mit dieser Überwachungsansicht. Da kannst du bis zu 3-mal schießen. Und das, wenn du sauber platzierst und schlau platzierst, dann kriegst du halt 3 Schüsse aussehen, anstatt bloß 1. Du musst halt Gegner zwingen, zu dir herzukommen. Da bin ich gespannt, wie sich KI verhält. Ich bin gespannt, ob sie die umlaufen. Ich bin gespannt, ob's... Oh, ich bin jetzt einfach gespannt. Du kannst zusätzliche AP für das Ziel einsetzen, wodurch deine Trefferchancen erhöhst. Charaktere mit hoher Geschicklichkeit profitieren in höherem Maße von gezielten Angriffen. Ah, so ist es gegangen. Versteh schon. Na gut, los geht's. Los geht's! Rückzug zu Flag Hill. Ah, das ist der Stor, wo wir wieder rausgehen. Jetzt schauen wir mal da so rundherum, ob wir da schon was sehen. Na, Rückzug zum Dorf Ernie. Da haben wir einen Dorfbewohner. Da ist... Oh, da gibt's was zum Plündern. Was haben wir? Die sind ja riesen Map-Abschnitte. Gibt's da was zu plündern? Da gibt's was zu plündern. Wir werden alles plündern. Ich sag das, was ist. Just like watching Wir me brauchen walk. alles. Wir können nicht... Ich möchte gerne alle. Alle Yes. Söldner auf einem Haufen bitte und nicht... Was ist mit dir, Dorfbewohner? Schauen wir mal, vielleicht kommen wir mit dem Schmerzen. The village is full of them. They shot Tilling and took Hammond, and I decided to sneak away. Ja, But there anschleichen are darf ich more jetzt nicht here. sagen. Und wir gehen mal in die Hocke, ja. Hocke ist besser für uns. Right? Wenn ich Doppelklick mache, ja, geht auch. Wo ist denn das Scheißdorf? We can use this. Aimbot hat, wir haben Kräuter in der Nähe gefunden. Wo waren da Kräuter? Was für Kräuter? Wir looten jetzt einmal das da. Was haben wir? Oh, Medics. Können wir brauchen. Sehr gut. Was für Kräuter haben wir jetzt da gefunden? Ah, Achtung, Shortcut auf Alt. Kräuter sammeln. Immer 2 Medikamente gesammelt. Da schau hin. We're on it. Das ist also wertvoll Got a für... bozo here. Hab hier ein Milchgesicht. Wo denn? Ich seh keinen. Wo? This is too hard for me. Ach, And that's da. not something I say very often. Ne, das ist too hard. Da hätten wir eine schöne Deckung. Wenn wir von da kommen, hätten wir eine schöne Deckung. Können wir uns da I'll do my anschlagen? best. Don't tease me. Ja, da haben wir da eine schöne Deckung. Ballert wir es einfach Let's weg. go. Das hilft nicht. What is taking Bastian's boys so long? Haben wir uns die jetzt gesehen oder nicht? Nein, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, wie das beobachtet. Die haben auch eine Deckung! Ihr Pisser! Oh Gott, oh mein Gott, da oben sind. Oh, okay. Okay, das war vielleicht doch nicht so schlau. Werden wir schon hinkriegen. Schmeiß mir eine Granaten um, ich werde schon schief gehen. So. Was tut sie? 7 AP, haben wir da Deckung? Ja. Wir gehen mal da mal, das ist eine Gratis-Bewegung. Haben wir eine schöne Deckung, wunderschön. So, keine Sicht, aber auf ihm da oben haben wir Sicht. Jetzt My schauen wir mal, darling, was... it's not a magic Ah, one, you okay. know. Das anvisierte Ziel bei
keine Ahnung, gelbes X, liegt außerhalb der optimalen Reichweite deiner Waffe. Das heißt, das ist ein bisschen zu weit weg und das war sie mit dem Karabiner. Was haben wir denn da? Unvermeidbarer Schlag. Ein Fernangriff, der die Schadensreduktion durch Rüstung umgeht. Okay. Hast du einen Mann vergessen? Was hab ich? Tatsächlich habe ich einen Mann vergessen. Oh, der kann sich noch hinten. Yo. Ach, scheiße, Alter, der ist da hinten irgendwo. Fuck. Ist da Deckung? Ist da vorne Deckung? Ja. Ja, dann werden wir uns anschleichen müssen, das wird nicht helfen. Kann man sie in die Stauern drin verstecken? Ja, ich sehe schon, das Ding hat 1 Milliarde Möglichkeiten. Wir verstecken uns dabei hinterm Baum, das sagt der ich. Da gehst her, hinterm Baum los. So, wunderschön. Was das wir mit ihrer denn? Mit ihrer machen wir eine Überwachung. Und zwar auf ihm da, wenn er Vierer schießt, kriegt er eine. Aber jetzt warte mal, wieso säge ich da an den Stauern nicht vorbei? Oder wie läuft das? Ah, offensichtlich nicht. Gut, dann machen wir es auf den anderen. Da sägen wir nämlich hin. Machen wir da so. Und der darf ja nicht zu weit weg sein. Machen wir so. So, dann haben wir einen Bert. Bert, du hast der Uzi. Was sehen wir mit deiner Uzi? Sag einmal. Haben wir da eine Deckung? Da haben wir Deckung. Das schaut doch gut aus. Das kostet 6 AP. Und das da löst alle AP auch. Jetzt pass auf, dass wir die da oben ein bisschen in Zaum halten. Ah, die Intense Music. Oder den nach rechts und sie nach da. Ja, rechts regeln Frauen, links regeln Männer. So schaut's aus. Wie gehen wir jetzt da so her? Probieren wir jetzt einfach mal. Ah, und dann hat er nur noch maximal 2 Angriffe, weil wir schon ein paar AP verbraucht haben. Ja, das ist schon okay. Ah, shit, da sehe ich nirgends hin. Das heißt, wir müssen nochmal weitergehen und dann kann ich nicht mehr... Wir haben bloß noch 5 AP. Ja, das war jetzt dumm. Aber die müssen ziemlich weit laufen. Sicherheitshalber machen wir jetzt einfach mal so. Sagt der da oben. Ja, wird schon hier an. Machen wir jetzt einmal so. Bis maximal da. What's on your mind? Und sie... Schauen wir mal, ist da Deckung neben dem Baum irgendwo? Die stellen wir dahinter und machen wir genau das Gleiche. If you think it's a good idea. Stellen wir dahinter, Beobachtungsmode. Oh shit, die hat nicht so viel Reichweite, gell? Ja, ist wurscht. Wenn die herlaufen, dann kriegen sie eine Zunden und fertig. Zwar in diese Richtung direkt mitten rein. So, und er kann nichts mehr da, Zug Ende. So, Achtung, was passiert? Feindlicher Zug. Ja, ich darf schon gerne sehen, was die tun. Ha, in Deckung eingeschossen, du Mongo. Haha! Das. Foxy, was schießt du über umeinander? Ja, die andere trifft auch nichts. Au! Du Arschloch! Achso. Ja, du schießt mit der Pistole über die ganze Map, aber ich treffe mit dem K98 nicht ansatzweise. Hat schon funktioniert. Fast tot. Mit deiner Scheißpistole triffst du da hinten gar nichts. So kauft's aus. So, jetzt ist die Frage. Schrotflintenmann, du musst ganz furchtbar weiter führen. Das wird nicht helfen. Schrotflintenmann, kommst du mal da her. Den haben wir dummerweise vergessen, das war halt blöd. Blöd. So, Kalina, du schießt jetzt dem Typen da einmal sauber ins Fressbrett, ist das klar? This should do it. So, Oberkörper, was bedeutet jetzt das da? Der ist unverletzt. Was bedeutet die Rüstung und Rüstung ist durchbohrt? Das heißt, wir schießen auf den Oberkörper, aber wir gehen mehr zum Zielen aus. Tun er weg. Jawohl! Voll zusammen, du Fettsack! Wie, der andere da hinten hat doch viel mehr Damage gekriegt. Hat der eine Blutung oder was ist mit dem? Zu wenig AP, was verletzt. Maximale Trefferpunkte werden pro Verletzung um 10 verringert. Durch die Operation Verletzungen behandeln in der Satellitenansicht geheilt. Das heißt, er hat 2 Verletzungen, wo er zweimal 10 Trefferpunkte kriegt, oder was?
Kann man das jemand bestätigen, der schon gespielt hat? Das tat mit ist es eine Blutung, wo er einfach in seiner Runden dann, wenn man Glück haben, umfällt, bevor er was tun kann. Das war natürlich toll. Yes. Sag ich dir, was ist. So, jetzt pass mir an. 2 AP, 5 AP. Das sehen aber alle her, gell? Schauen wir mal. Da sagt nur er oben her. Und da auch, aber da ist. Machen wir jetzt so. Oder oh, da ist eine gute. Da ist eine gute Position. Da haben wir Deckung. Acknowledged. Gehen wir da her und dann geben wir noch einen Schuss ab auf irgendjemanden da hinten. Aiming. Ah, außerhalb unserer Reichweite. Fuck. Einzelschuss kostet bloß. Ja, mach Sperrfeuer, gib ihm. Komm, gib ihm. Hau es sei, was da ist, vielleicht trifft man. Ja, 6. Hat schon ein bisschen was gekriegt. Der ist schwer verletzt. Das ist gut für uns. So, passt. Haben wir noch Actionpunkte? Nö, der Wolf hat noch 2. Kann der noch irgendwas da? Nicht wirklich. Lassen wir so. So, beten, dass uns keinen umbringen. Let the Major see my courage! Oh oh. Au! Für was hat mich da Deckung, ihr Arschlöcher? Oh oh. Ja, sag mal. And send them to hell! Okay. Und ihr? Ja, den killen wir schon. What? So, okay. Das heißt, jetzt wird erst mehr auf den schwer Verletzten geschossen. Ready to shoot. Und zwar... Den müssen wir weg tun. Oberkörper. Ja. Hotzen schon! Der Mensch wird davon erfahren! Das glaube ich nicht, wenn ich euch vorher alle umbringe. So, jetzt machen wir mal mit der Kalina den Typen da weg. I have the villain in my sights. Na, machen wir so. Don't tease me. Trifft's ihn oder trifft's ihn nicht? Stell ich mich da jetzt direkt davor. Ja, von der Seite kann man. Oh, warte mal. Von der Seite kann man ziemlich gut treffen. Hab ich da eine Deckung? Hab ich da habe ich eine Deckung, ja. Kann ich dann nicht mehr schießen? 4 bis 10, da trifft man schon. Da geh um. Ein bisschen von der Seite. Eine hineinflankiert. I could do this blindfolded and tied up. Dann machen wir so und ab in den Oberkörper. Schuss mit rechter Hand, doppelter Schuss haben wir nicht, Schuss mit linker Hand. 18er, ja, gib ihm. Tu den weg! Ja! Easy. Foxy, gute Frau. Yes? So, Kalinka, du musst jetzt den da oben weg tun. Have a good Wie weit shot. ist ein weg? Aber meilenweit außerhalb von unserer Reichweite. Das ist ja gar nichts. Das ist wirklich gar nichts. Was will man das machen? Nochmal außer. Der man sieht. Daher in Deckung bringen. Baba Yaga not take me this fight. Was ist da? Die hat auch Verletzung. Maximale TP werden pro Verletzung um 10 verringert. Durch die Operation. Ach, nur die maximalen Trefferpunkte werden grundsätzlich. Du hast einfach 10 Lebenspunkte weniger im Pool. Ja, ich verstehe schon. Okay. Das heißt, moin Meister, haben wir da eine Deckung. Gehen wir mal da 4 und schießen wir mit der Schrotflinte drauf. Meister, du musst mit der Schrotflinte, ist es wahrscheinlich 2 für die Schrotflinten, lass mich raten, oder? Sauber 2 für die Schrotflinten. Was war denn das jetzt? Ich hab überhaupt nichts da. Ich hab nie. Was war denn das jetzt? Ich hab keine Ahnung, was. Keine Ahnung. Ready. Ich hab keine Ahnung, was das war. Target locked. So. Jetzt darf man beten, dass wir den treffen. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Er ist verletzt, aber nicht schlimm. So, Wolf. Ja, hilft nicht. White foreigner is supposed to be bad at shooting. The Major says we are 10 times better. Du Wichser! Yes? Die treffen bei schon gescheit gut, gell, diese Arschlöcher? So, jetzt kriegst du es aber, du Pissbirne. Oberkörper, tu dich weg. Puto! What's the plan, Chief? So, moin Meister. Du
stellst dich jetzt genau 1 Meter vor den Typen hin, da so, Can do. und schießt dann mit deiner Schrotflinte bitte ins Gesicht hinein. So, grüß Gott, in den Kopf. So, Schrotflinte to the head. Das wollte ich aber echt aber hoffen! So, Battle is over for now, but there are still enemies. wir müssen uns verarzten. Hab ich schon gesehen. Wir können... Wie ist es gleich wieder gegangen? Ah, jetzt halt. Don't tease me. Foxy, du tust einen Bert verarzten. Das kann man natürlich auch im Kampf machen. Ich merke schon, es werden nicht 2 sein, es werden eigentlich nicht. Ach du Scheiße, das ist ja... Das heilt ja nicht einmal alles. Wir können durch die Operation Verletzung behandeln. In der Satellitenansicht wird das geheilt. Ach, Irrzeit. Du kämpfst dich da von Abschnitt zu Abschnitt und wenn du eine Verletzung kassierst, hast du bis zum Ende in diesem Kampf halt einfach weniger Trefferpunkte. Ja, ich verstehe schon. Jetzt tun wir mit Satellitenansicht her. Und dann muss man da Irrzeit. Operation nicht verfügbar. Man ist in einem Kampf. Okay, ich verstehe. Du darfst dir auf keinen Fall so wenig... Also gut, das ist ja auch logisch. Auf keinen Fall Treffer lassen, so gut wie es geht. Also nix Facetanken und sonst irgendeinen Scheiß, sondern, ja. Let's get a move on. Ja, gehen wir mal da auf. Schauen wir mal, was da oben los ist. Ah, halt, stopp, da war Loot. We're on it. Ich hab's genau gesehen, da war Loot. Da ist Loot. Was haben wir da? Eine Granate. Das nächste Mal werfen wir eine Granate. Das sagt der AI, was ist. Rucksack von Wolf und wir haben... Ja, gibt's da noch mal einen Wolf und das Ding. So, haben wir da sonst noch was zum Looten? Nicht wirklich. Ja, gehen wir Gehen wir oben über die Brücke. Ach, kann man die Typen looten? Ja, warte mal. Nein, die haben nichts gedroppt. Die haben nichts gedroppt. Ich sehe schon. Das ist jetzt quasi Battle Brothers in modern, ja. Also in sehr, sehr komplex. Hey. Evildoer! Ach du Scheiße. As you wish. Der Scherge. Wieso? Das Don't nervt mich noch ein tease me. wenig. Ich hätte gerne einen Button, wo ich alle markieren kann auf einmal. Gibt's den? Weiß ich mal einen No Shortcut? sweat. Schau, wir gehen mal in die Hocke. Da oben ist ein Scherge. Ich darf halt gern... As you wish. Ich darf halt gern mit Kalina der hier. Kalina da Hallo, aufgehen. Walk. Warte mal. Da ist halt vorne die Treppen, gell? Oh, yes. Ja, da haben wir eine schöne Scharfschützenposition von da oben. Das bringt garantiert was. Aus erhöhter Position zum Schießen. Was haben wir da? Oh! Einen Karabiner! Dann geben wir dabei auch mal einen Wolf. Der braucht sogar 2 Slots. Wenn ich jetzt da Rechtsklick geben, aufteilen. Noch nicht aufteilen. Munition kriegt ja jeder. Muss ich eigentlich nachladen? Nein, das tun sie von selber. So, Kalinka. Alright. Du gehst da rauf, gehst vielleicht sogar in die liegende Position. Greifst du mal da 4er, so. Oh, da hinten ist ein Scharfschütze, da haben wir einen Schergen. Haben die bloß zu zweit oder was? Okay. What's on your mind? Vielleicht geht der Bert auch nicht mehr ganz The viel. assertive type, eh? I like that. Mal da hinten. Anything for you. Ich weiß nicht, inwieweit, dass man sie... Ah, er sagt schon was. Ich weiß nicht, warum er was sagt, aber er sagt was. You got the wolf. Going. Yo. Wie positionieren wir uns? Ich habe noch nicht ganz verstanden. Jetzt geht der Scherge der 4er. Und dann darf ich gerne mal den Kampf mit dem Schuss, Can do. mit dem Schuss eröffnen. What? Will do. You got the wolf. Und zwar mit ihr da oben. This should do it. In den Oberkörper. Jawohl! Haben wir den jetzt gewonnen-hittet? Dispatch some evildoers! Enemy spotted! Alles klar! Und der Scharfschütze selbst sitzt in Stau. Not as bad as a smack from my babusia. What? Alter, der wird... Kalinka! Gehst du mal wieder heim? Ist die bewusstlos oder was ist mit ihr? Verletzt! Sichtbare Feinde, ist die tot? Kalinka! Yo.
Oh Gott im Himmel, wir kommen da an den Typen, Moni. Müssen wir sprinten, so schnell wie es geht. Was geht's? Der Wolf ist eh fast tot. Hustle, hustle, hustle! Hustle, hustle! That's right, be patient. Let them come to us. Jetzt pass auf, und mit ihr... Ah, das sagt er hier. Und mit ihrer gehen wir You da sure mal. there is any better than here? Und der Bert steht natürlich da mitten oben, ist ja klar. Warum kann ich mit dem nicht moven? Der Bert hat keine Aktionspunkte mehr und kann in dieser Runde keine Aktion mehr durchführen. Du kannst einen anderen Söldner wählen. Scheiße, Mann. Was ist mit der Kalinka? Die ist einfach tot. Heilige Scheiße. Ja, müssen wir Zug beenden, hilft ja nicht. Auf den Sniper eröffnen wäre besser gewesen, ja, das stimmt, aber der ist mir zu weit da hinten gewesen, der ist mir nicht einmal angezeigt worden teilweise. Und von da dann dahinter schießen, da, das ist für sie zweit, da bin ich mir sicher. You may kill us, but I refuse to yield. Ihr könnt euch den ja... Ja, sag einmal! Für was sitzt die in der Deckung drin? Down to the last Du unfriended dämliches Arschloch! Das ist der Isaac! Der Wolf wird schon regeln. Can do. Müssen wir auf den Kopf zielen, sag ich dir, was ist. Was? 14? Kalinka! You have a good shot. Die ist zu weit! Blöd! Kalinka, du musst gehen! Kalinka muss gehen nach Hause! Tschüss! It is luckier there than here, yes? Oh Gott, wir werden alle über den Das ist schon... Also der Scharfschützen-Dude macht vielleicht schon viel Damage, gell? So ist das nicht. Jetzt gehen wir mit ihrer Mist Maggie. Safe eh nicht. Wir müssen mal irgendwo da hingehen und auf den Typen schießen. If you think it's a good idea. Bevor er uns da schießt. Wir können es nicht anders machen. Was ist denn mit dem Bert? Hat er immer noch keine Aktionspunkte? Warum hat er immer noch nicht? Oh, der ist in Panik. Ja, tolle Führungsperson. Oh, Granaten kann man natürlich auch, hätte man auch hinwerfen können. Ja, das stimmt. Don't tease Aber me. was sie noch kann? It's stuck. Verschlossen, Maybe du it brauchst just needs Schlosswerkzeug. lubrication. Ah, fuck off, Alter. Ich kann keine Granaten mehr werfen, ich hab keine AP mehr. Der trifft jetzt schon nicht. Lol, auf 2 Meter trifft er dann nicht. Aber blöd. Weißt du was, mein Freund? Du kriegst jetzt 2 Mal in den Kopf ein. Du kriegst jetzt nur 14 Damage auf den Kopf. Munition verbraucht! Nachladen! Schlecht! Schlecht! Stehen wir mit ihr? Da ist nirgendwo Deckung, Alter, aber ich muss auf ihn schießen. Ich muss auf ihn schießen. Haben wir da eine Deckung? Da haben wir wenigstens eine halbe die Deckung. Got a clear shot here. Moment, Doppelschuss, der hat halt auf die Beine. Was bedeutet, die Mauer ist versperrt. Dann schießt... Alter, wie genau geht... Alter, Moment mal. Wie genau geht denn das, dass die Sichtlinie versperrt ist? Weil ich da durch den Haufen da durchschieße oder was? Dann schießt man auf seine I Haxen! could do this blindfolded and tied up. Doppelschuss auf die Beine! Bitte einen Treffer wenigstens. Ja, wenigstens einen kleinen. Ja, er ist tot! Villains are dead! Now is the time for singing and dancing! Singing and dancing! Gute Frau, du bist fast tot! Was ist mit dir? Yes? Himmelvater. Mach! What's on your mind? Verarztung einleiten! Yes? Verarztung einleiten! Holy shit, ist das... Also okay, Memo an mich. Scharfschützen sind heftig. Thank you! Am besten I feel irgendwo there is good healing, magic in this bandage. wo er den nicht treffen kann und 3 Runden braucht, bis wir toten sind. Yes? Was ist denn das da hinten? Plündern mit Wolf. For a new gun, but Oh, Waffenteile. Nehmen wir mit. Boah, leck, Alter, es ist halt fast 9:45, oder? Möchtest du mich ver... Oh. What's on your mind? Müssen wir uns verarzten. Bringt's das eigentlich noch, wenn wir da jetzt eine verarzten? Wo sägen ich, wie viel Trefferpunkte das da... Das bringt nicht recht viel, oder? Ist 3-mal verletzt. Wo sägen ich... Ich kapier's nicht ganz, muss ich sagen.
Kein Ziel. Söldner mit verringerter TP werden in der Satellitenansicht gehört. Kalina here. Etage wechseln. What's the plan, Chief? Haben wir das da schon plündert? Irgendwas wollten wir doch plündern, oder? Aufbrechen, irgendeine Brechstange, das weiß ich, der Wolf. Machen wir auf. Alter, was, wie schnell ist denn das vergangen? Ja, müsst ihr extrem machen, das geht mir gerade extremst genau. Also. Wow! Und da haben wir unser AK! Geht gleich mit der Birkbert! Mr. Birkbert, ab jetzt wird scharf geschossen. Aber recht viel Munition haben wir nicht. Was ist denn das? Das sind 62er. Das sind 62er Moon, das ist der NATO-Standard. Das ist, was ist ein WP-Standard? Kennen Sie etwas aus? Haben wir wieder irgendeine narrische Nästerei da? Gehen wir gleich mit Birkbert. Gibst mir gleich mit das Ding. Dann gibst mir gleich mal Munition. Oh, so kann man auch nachlaunchen. Hm? Okay, also nach dem Kampf lohnt es selbstständig nach, aber während dem Kampf musst du selber planen, wann du wie. So, Birkbert, geben wir jetzt. Sprengstoff haben wir mir da 0. 8, 43, 10. Also der einzige Sprengstoffmann, dem ich das zutraue, ist auf alle Fälle er. Ja, schaut gut aus. Schaut gut aus. Haben wir so ein Westerl oder irgend sowas? Kann man haben. Oh, da hat einer was zum Gruseln. Schauen wir mal, was er hat. Oh, was ist denn das? NATO-Leuchtspurmunition. Okay. Was bringt die? Getroffene Feinde sind ungeschützt und verlieren die Vorteile von Deckung. Das ist die optimale Scharfschützen-Moon, oder? Wer ist Scharfschützin? Sie ist Scharfschützin. Ja, gib ihr. Gib ihr. Wie kann man das da reinladen, oder wie? Warte. Ist jetzt da die. Ja, jetzt ist die Leuchtspurmunition. Da ist die Leuchtspurmunition drin. Schrotflinten fügen Blutungen zu. Es gibt sogar noch verschiedene Munitionstypen, Alter. Alles klar. Oh mein Gott, wer ist mit UFI Zeitkostenspiel? Oh mein Gott. Oh, da haben wir noch was. Oh, da können wir was hacken. Wir können hacken. Infos erhalten. Aimbot-Infos für The Rust H3 gefunden. Was heißt das? Satellitenansicht? Was ist ein H3? H, G, nein, das ist H. Ah. Da haben wir. Ah, jetzt haben wir so einen Kasten gehackt. Und jetzt wissen wir dann später, was da drin ist. Unterirdischer Sektor. Dieser Sektor hat einen unterirdischen Bereich, der erforscht werden kann. Alter, ich sehe schon das. Oh mein Gott. Also die Frage ist jetzt, haben wir da noch Gegner? Wir haben jetzt eigentlich 5 Gegner erschossen. 5, glaube ich, gibt's. Oder 6 hat es gegeben. Will man nicht, was ist denn das da unten? Kräuter sammeln. Sicher. Let's go. Stellen wir mal alle auf, damit wir schneller laufen. Duck. Können wir da oben springen? Ja. Und jetzt ist jetzt der Sektor da gesichert, oder was ist damit? No sweat. Oder geht's da noch irgendwo weiter? Fox. Kalina here. Ich hätte gerne einen Button, wo ich alle Einheiten gleichzeitig befehligen kann. Weisheit Kräuter. Da haben wir was. 2 Medikamente gesammelt. Kann man schon brauchen. We hear you, Chief. Was haben wir da so? Zu Dorf H2 gehen. You got it. Haben wir da hinten alles gesehen? Ja, was haben wir da? Zur Smaragdküste I3 gehen. Warte mal. Ah, H2 I3. Wo gehen wir hin? Also ein so ein Gebiet machen wir noch. Haben das 2 Killerbienen? Bist du sicher, dass der Charlie-Trupp befehlen willst, die Reise abzubrechen? Ja, da ist jetzt blau eingerahmt. Ich nehme mal an, I2 ist befreit. Steuerung A, ja, ist normal alles markieren, das weiß ich schon, aber Steuerung A macht nichts außer da weiter zum Dingsen. Wir müssen meinen Trupp erstmal heilen. Ja, das ist jetzt gerade was ich gerne außerfinden würde. Satellitenansicht. Operation nicht verfügbar. Trupp ist unterwegs. Ja, wie mache ich das? Circumflex. Was? Circumflex? Na, Circumflex ist. Yo. Mit Tab kann ich durchschalten. Ready. Das sind Fähigkeiten.
heilen, ja, mit heilen habe ich schon verstanden, das ist mir What's schon on your klar. mind? Ich glaube aber nicht, dass ich die weiter heilen kann, weil man nämlich, die haben alle verletzt. Durch die Operation. Ja, aber wie kriege ich die Operationen da hinein? Hilfeseite. Söldnerwerte, Satellitenansicht. Satelliten noch nicht Zeit und Reisen. Das ist Satellitenanzeit jederzeit öffnen. Auf diesem Bildschirm kannst du die strategische Situation in Grönstein analysieren, Reisebefehle geben, Trupps verwalten und Spezialoperationen durchführen. Die Zeit in der Satelliten hat sich im Augenblick angehalten. Wenn du einen Reisebefehl gibst, läuft die Zeit weiter und dann sollten Truppe in Richtung des Ziels reisen. Du kannst die Zeit auch aus anderen... Stand im Tutorial. Was? Das ist aber auch kein Zielkomplex. Mr. Sprengi, was sind das für Scheißtasten? Hat's nicht geheißen, dass ich... You got the wolf. Was ist denn das für ein Scheiß? Wo soll sich das Würstelzeichen befinden? Was Dummes haben wir nicht gefunden. Du musst gleich die Biegung auf der Karte abbrechen und kannst dann die Operation machen. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich, da ich sowieso nicht verstehe. Bewegung. Bist du sicher, dass du Charlie Trupp befehlen willst, die Reise abzubrechen? Das heißt, was für eine Reise brich ich denn da ab? Ich habe ja noch gar keine Reise nicht gegeben. Oh, das ist tatsächlich auf dem Plus. Warte mal, das muss ich jetzt nochmal schnell testen. Da. Na. 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 Das ist ja normalerweise mit Alt GR. Mit Alt GR wird normalerweise das dritte Symbol da auf dem Plus getriggert, aber funktioniert nicht. Ist ja sowieso wurscht. Waffenzustand ist bei 18%, du wolltest gerade da hinreisen, auch wenn es unbeabsichtigt war. Ja, ich drücke jetzt einfach einmal Reise abbrechen und schau, was passiert. Fertig. Bist du sicher, dass du Charlie Trupp befehlen willst, die Reise abzubrechen? Ja. I'm here, Chief. What's the plan? Operationen. Du kannst Söldnern in diesem Sektor verschiedene Operationen zuweisen, darunter Wundversorgung, die Reparatur von Gegenständen oder Training. Operationen benötigen Zeit und oft zusätzliche Ressourcen im Sektor. Das werden wir machen müssen, weil wir ziemlich auf die Fresse gekriegt haben. Okay. Verletzungen heilen, Gebiet ausspähen, Söldner trainieren, Gegenstände reparieren. Ich bin für heilen. Söldner, die in Medizin kompetent sind, können ihre und die Verletzungen anderer Söldner behandeln, dabei verbrauchen sie allerdings Medikamente. Ja, das ist schon klar. Und das sind unsere Medikamente, die wir haben, unser Geld und unsere Bauteile zum Waffen reparieren. Das heißt, wir machen das. Da kommen wir immer nur ein Ohrleck, Alter. Arzt. Foxy. Bestätigen. Patienten. Foxy. Boah, das kostet 15, okay. Dann müssen wir alle heilen. Bestätigen. Der einzige, der nicht aufs Maul kriegt, ist der Wolf. Kann man noch eine zusätzliche Operation machen? Jetzt muss ich mal schnell schauen, die Operation dauert 20 Stunden, 45 Minuten. Wenn ich einen Bert jetzt da außer tue, bist du sicher, dass du Bert von der Operation abziehen willst? Die werden... Ach, das kostet mich jetzt schon, wenn ich noch nicht einmal gestartet habe, die Medikamente oder was? Dann können wir natürlich nicht abziehen. Aber ob es dann weniger lang dauert. Aber ich geh mal schon davon aus. Wenn ich ihm jetzt da auch noch dazu tue, dann dauert es bloß 15. Kostet aber ganz genauso viel und der Heilfaktor 3,3. Starten. Okay, let's get started. Und jetzt hätte ich, wenn ich einen Wolf noch genommen hätte, den hätte ich reparieren lassen können. Ja, ich verstehe schon. Ja, ich verstehe schon. Jetzt müssen wir Zeit unten weiterlaufen lassen und dann... Ja. Escape, schließen. So, soweit ich das noch weiß, ist der Gegner auf dieser... Das heißt, Ach, Zeit läuft schon. Achtung. Haben wir mich gleich wieder fit? Sehe ich das richtig? Jawohl. Dann hört Zeit automatisch auf. Perfekt. So, was haben wir da? Erobere das Dorf Ernie zurück. Das Dorf Ernie hat 2, ist von der Legion besetzt. Ich würde sagen, das machen wir heute noch. Ist das ein Plan? Und möchte aber gefälligst Likes auf dem scheiß Stream sehen! Smash the Like-Button. Tu es. Tu es. Tu es. Tu es. Do it.
Auch wenn es dir nicht gefallen hat übrigens. So. Da gehen wir mal her. Dauert 5,75 Stunden und nur wenn wir mir das Gebiet jetzt freigestellt haben oder befreit haben, heißt das nicht, dass der Gegner dieses Gebiet wieder zurückerobern kann. Später hast du mehrere Squads überall auf der Karte verteilt und du spielst die und spielst die und spielst die und spielst die und so weiter. Ich sehe schon, zähes Spiel. Also schwierig. Ich habe schon gelesen, dass wir mir eine Waffe im schlechten Zustand haben. Ich möchte was ausprobieren. Kämpfen! Eigentlich hätten wir uns noch einen Söldner organisieren können, einen 4., 5. Mal einen Scharfschützen, der zurückschießen kann. Aus 3 Kilometer Entfernung. Dorf Ernie, es regnet. Keine Informationen. Regen. Hören ist beeinträchtigt. Der Zustand der Waffen verschlechtert sich und sie leiden öfter unter Ladehemmung. Toll! Ganz toll! Spitzenklasse! Pierre, Pierre! this is not who you are. Robbery, slavery, murder. How can you take part in such things, my son? Do not call me that. It is not for you to say who I am, but I will tell you one thing. I am not soft and weak like you. This country needs strong people and a brave leader like the Major. Is this why your leader has kidnapped President LaFontaine? To prove how brave he is? LaFontaine is a fool. The Major was right to take him down, and now I'll capture his daughter as well. She fled to this island like a coward, just like you and your friends did all those years ago. Mon Dieu. I have to warn her. Oh mon Dieu! Sit on your ass and Sacre do bleu! nothing. My men should have captured her already. Now stop wasting my time. I need to go back to the fort and report. Ja, auf alle Fälle eine AK, ich hab's genau gesehen. Galina here. Ich will eine AK jetzt haben. Von hinten! Mir ist wieder zügelt! Just do it! Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, 1 Ausrufezeichen! Fix Läden! Und da ist der Robert! Robert ist ein neues Mitglied, ich hab's genau gesehen. Wieso wird denn der schon wieder nicht angezeigt? Sofort nochmal neu triggern. Robert! Wieso wirst du nicht angezeigt? Da ist er! Achtung! Guten Morgen! Robert! Merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the squad. Ab in den Chat. Habe die Ehre an den Robert. Mit ganz viel O. 13, um genau zu sein. Los geht's. Wenn ihr mitmacht, ist raus. So. Zurück zum Einsatz. Du kannst deine Söldner innerhalb der Einsatzzone nach Belieben einsetzen. Sieh dir die Karte an, suche nach Infos und wähle deine Taktik für die anstehende Auseinandersetzung. Positioniere alle Söldner und drücke auf Einsatz, um fortzufahren. Das heißt... Schließen. Das heißt, muss ich die jetzt alle einzeln? Wieso? Ach, ich kann nur alle auf einem Haufen irgendwo. In der blauen Zone halt wahrscheinlich nur von was von der Seite, dass ich komme. Positionieren. Das heißt, wenn wir jetzt außen rundum gegangen warten, dann hätten wir wahrscheinlich von da kommen können. Aber gut, recht viele Optionen haben wir nicht. Wir können uns da einer sitzen. Machen wir so, platzieren. Was ist das da? Vielleicht können wir aber auch zuerst die Bude da plündern. Schauen wir mal. Wir haben keine Infos für diesen Sektor. Südliche Einsatzzone. Die ist da. Einsatz. Robert! Ach, die haben da direkt vor uns in der Nase. What's the plan, Chief? Sofort hingnucken. Yes? So. Escape. Speichern. Ja, das speichert jetzt mal. Ja, ich sehe schon. Wie du es überschreiben willst, jawohl. Einfach ein Hard Save, das schaut überhaupt nicht. Jetzt schauen wir mal, ob wir uns da reinschleichen können. Was für Stats brauchen wir fürs Schleichen gleich wieder? Ich glaube Geschicklichkeit, gell? Da haben wir mir eigentlich der Stärke. Sure. Mal da oben. Going. Mal. Ob man aus dem Fenster aus schießen kann? Ich sehe da auch noch keine Feinde. Es wäre geil, wenn wir da aufs Hausdach raufkommen würden. Mit ihr. Das probieren wir jetzt einfach mal. Auf Pause drücken war nicht schlecht, dass man Befehle gleichzeitig ausführen kann. Yes? Alright. Gehen wir da rauf. You just like watching me walk. Da ist er besser, Nein. Da sind sogar 2 Besi. Wie viel haben wir in dem... Oh, da kommt jetzt gleich Galina jemand. here.
Nein, ich sägen, wieso sägen ist das so schlecht? Ja, das wollte ich. Hm? Oh, yes. All right. What's the plan, Chief? Can do. Muss mich gerade ein bisschen konzentrieren können. I love a good walk. Yo. Time to dispatch some evildoers. Ganz schlecht. Oh shit, Alter, die haben... Yes? Okay. Ja, aber wir haben einigermaßen stabil verteilt, das passt schon. Schauen wir mal, was wir draus machen können. Ich bin noch nicht so ganz dahinter gestiegen, wie man... Ja, dass man sich da halt sauber positioniert und ich hätte so gerne eine Pause-Taste. Dass ich alle gleichzeitig einen Befehl geben kann und nicht klick, 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 klick. Aber gut. Schusslinie. Die bei der Auswahl eines Bewegungsziels angezeigten Linien sind die Schusslinien auf Gegner in der Nähe. Wird keine Linie angezeigt, kannst du vom gewählten Zielort aus diesen Gegner nicht angreifen. Denk daran, dass mächtige Feuerwaffen und Spezialmunition Hindernisse durchschlagen können. Okay. Das heißt, mit ihr gehen wir jetzt einmal, das ist eine Gratisbewegung, gehen wir mal da ein bisschen besser in Deckung. Da haben wir bloß eine halbe Deckung. Haben wir überall bloß halbe Deckung. Aber gut, trotzdem weiter da oben und dann den müssen wir weg da. This should do it. Das war sau wichtig, dass wir den wegnehmen. 1, 2, 3. Wir schießen wir straight in den Oberkörper. Rüstung durch. Ich weiß nicht, was das bedeutet, Rüstung durchbohrt. Verstehe nicht ganz. Muss ich mal vielleicht mal in die Hilfe hineinlesen. Bitte killen! Der kriegt 30 Schaden. Ja gut, er ist fast tot. Ja, okay, das ist okay. So, was ist mit dir? Wolf. Du schaust ziemlich stabil aus, indem dass wir da hergehen und dem Typen mit der Schrotflinte noch nicht sehen. Das sagt er eh. Oder... Ja, für das ist es kurz. Schauen wir mal, wo ist denn der Birkbert? Yes. Der ist ja sauber zu weit weg. Der ist ja sauber zu weit weg da hinten. Schauen wir mal da irgendwo eine Deckung an, halbwegs anständige, nicht wirklich. Aber da sieht uns keiner. Da sieht uns zumindest keiner, das ist schon mal was wert. Weiter kommen wir da jetzt halt nicht. Wie schaut es da aus? Auch nur eine halbe Deckung. Ja, laufen wir mal neu. Oh, der wollte da aus dem Fenster aussehen. Okay. Okay. So, dann haben wir dort Foxy. Foxy, na, rechts rum gehen wir mal noch nicht, weil da mit Sicherheit noch mehr Base sind. Jetzt kämpfen wir erstmal mit denen zwei da. Wir gehen da Vierer an die Haustür. Ist da ein Fenster? Ja. If you think it's a good idea. Einfach in Deckung. Hilft jetzt nicht, in Deckung bleiben. Und mit dem Wolf müssen wir betten, dass wir ihn da vorne treffen. Dann können wir mit ihm da rauf. Nein, ist unerreichbar, ist zu weit weg, weil er das da wegblockt. Jetzt warte mal. Jetzt gehen wir mal da Vierer. Jetzt ist die Frage, treffe ich ihn da oben mit der Schrotflinten oder nicht? Dann war er da oben zumindest tot. Oder werft man ihn mal... Probieren wir mal eine Granate. Was kommt da? Oh. 1, 2. Oh, Tutorial. Die Chance auf Missgeschicke und der Schaden mit geworfenen Granaten basiert auf dem Wert Sprengstoff. Die Wurfreichweite hängt von dem Kraftwert ab. Alter, die geht gescheit weit. Die hätte ich von da hinten einschmeißen können. Kann man das nochmal zurücksetzen? Verdammt! Ja, stirb! Puto! Puta madre! Blät! Wie viele Actionpunkte haben wir noch? 3. Gehen wir wieder in die Hocke. Wobei, da hätten wir... Ja, eine Laufer hätten wir nicht können. Schauen wir mal. Oh ja, hilft nicht. So, keine Actionpunkte mehr übrig. Jetzt darf man betten, dass er da oben nicht so viel Schaden macht und einfach, weiß ich nicht, stirbt oder was weiß ich, was tut. Oh Gott, der schießt von oben drin. Ah, da ist auch noch einer drin!
Okay, der ist unterdrückt und verlangsamt. Ja, ich verstehe schon. Oh, die treffen aber heute auch wie die Sau, die Wichser. Kruzifix. Holy shit, Mann. Was heißt jetzt da was, Alter? So, der Wolf ist... Oh, leck, Alter. Verlangsamt. Bis zum Ende des Zuges 300% höhere Bewegungskosten. Er ist verletzt, weniger Trefferpunkte. Er hat eine Gratisbewegung, ja, die haben wir am Anfang immer. Unterdrückt. Bis zum Ende des Zuges. Maximale Actionpunkte werden in diesem Zug um -4 verringert. Dieser Charakter kann keine Feinde flankieren. Okay, leck mich doch! Wenn ich jetzt, wie viele Action Points haben wir mit? 9. Das kostet alles 3-mal so viel, oder? Dann stellen wir mal auf. Können wir dann ins Gebäude ein? Nein, natürlich nicht. Dann hocken wir uns wieder hin. Und dann gehen wir da dahinter. In Deckung. Und dann verarzt die mal selber. Verarzt die mal selber. So, gute Frau. Du musst den Dom jetzt killen. Ist dir das klar? Gott sei Dank. Wir haben sogar noch Actionpunkte übrig. Go, girl. Hey, was ich komme. Wieso kann ich jetzt nicht mehr weitergehen? Ach, weil ich mit 3 AP nicht weiterkomme. Ja, ist es okay. So. Birgbert, du musst jetzt da irgendwas regeln, weil sonst haben wir ein Problem. Und du musst auch was regeln, sonst haben wir ein Problem. Schauen wir mal, wie weit das diese Überwachung bei ihm geht. Ja, die geht schon ein Stückel. Die geht schon ein Stückel. Wir könnten natürlich da so hergehen, dann sieht mich er da hinten. Wir können da so hergehen, dann sehen wir beide. Ja, ich darf da ein Stückel weiter 4 gehen. Acknowledged. Und dann machen wir einen Überwachungsmodus. So weit wie wir können. In my sight. So. Und mit ihr ist es eigentlich ähnlich. Wobei wir da auch hineinflankieren könnten von innen und von da dann, aber die hat keine Range nicht, gell? Und er sagt da garantiert, schlechte Pose, aber ich probier's einmal. Muss man außerfinden, es wird nicht helfen. Machen wir es einmal so, dass wenn er da ausschaut, soll er gar nicht Zunden kriegen. Gegen ihn da hinten können wir momentan nichts mehr. Und er verarztet sich, was ist da? Verbinden, unterbrechen? Nö. Schauen wir mal. Lass mal den Gegner. Ah, okay, er verzirkt sich. Flankiert mich natürlich. Ja, 9 ist jetzt nicht so tragisch. Geht schon. Jawohl, der erste schießt. Ja, Hit. Passt. Foxy. Ja, trifft er. Ja, Alter. Alter, den sein scheiß Speerfeuer ist anders heftig. Okay, jetzt sind wir mir dran. Kalinka. Kalinka, sechst. Ja, du sechst halt nicht von da, sechst du wieder nirgendwo hin, du Rindviech. Doch, da sehen wir hin. Sehr gut. Oma. Oh, yes. I have und Schuss. in my sights. Nur in Kopf, ey. Absoluter Lackshot. Leider Gottes nicht, aber hilft eh nicht. Don't tease me. Der unterdrückt uns bloß wieder. What? Das ist was der Isaac. Jetzt werden wir aggressiv. Going right now. Können wir ums Arschlecken nicht hin, gell? Gehen wir mal mit ihm in Deckung. Und mit ihrer gehen wir auch mal in Deckung. Schauen wir mal, was KI tut. Ob es außerruckern oder nicht. Der Herr Birger muss in die Taktik-Nachhilfe. Wie viele Backseat-Gamer haben wir schon wieder im Chat? Ihr Suppenkasperl im Chat drin. Mit 80 Stunden Spielzeit schon drin. Ich möchte nicht mehr wissen, wie sich KI fällt. Der läuft einfach weg. So, er kommt übers Eck. Jetzt kommt da noch einer, Alter. Okay, der kriegt die Schrotflinte in die Fresse. So schaut's aus. Was tut denn der jetzt?
You got the wolf. Okay. So, Mr. Wolf. Na, bricht es ab. Wenn jetzt der wieder schießt oder irgendein Scheiß. Haben wir da leichte Deckung? Ja. Haben wir nicht optimal dran? Was tut denn der überall? Ach, Kim, Alter, was ist das für eine behinderte Kacksteuerung? Und schieße mir so in die Fresse, was weiß ich, was du tust. Ah, dann wieder so. Du, mir wurscht. Warum schießt die halbe von selber? Ich rasch das! So, Kalinka. Was ist jetzt mit dir da? Auf T hat man noch oben geschaut. Schaut gut aus, schaut gut aus. Ja, da hinten ist schwer verletzt. Mit dem jetzt den da unten vor der Haustür weg. Aber vorher schauen wir mal, ob der Birkbert wegkriegt. Achtung! Gratisbewegung. Ready to shoot. Und dann kriegst du eine Salve in den Schädel hinein, du Hurenmaul. So völlig bin, was hältst denn du aus? Bist du besoffen, Meister? Yes? You serious? My gun is not a magic wand, you know. Schießt mir in die Wind ein. Wieso schießt ihn da in die Wind ein? Dann gehst du auf Vierer. Wenn der Vierer, tu den weg. This should do it. Tu den weg. Oberkörper, weh, der ist nicht hier, oder? Himmel, Herrgott, Zackelzement, Gott sei Dank. So, jetzt haben wir bloß noch den Trottel da hinten. Haben wir noch mit irgendjemandem Actionpunkte? Nein. Aimbot, Moral steigt, gute Treffer. Ah. Zug beendet. Forward! For the Legion! Legion! Du kannst mir mit dem Arsch lecken, Trottel. Nix ist mit dir. Schluss. Kalinka schießt jetzt eine saubere Raketen in den Arsch. So schaut's aus. Kalina here. Ja, da sehen wir wieder nicht gescheit. Hier haben wir keine Deckung nicht. Da haben wir Deckung. Aber nur halbe Deckung. Wir haben da, glaube ich, generell nur halbe Deckung da herum. It is luckier there than here, yes? Have a good shot. Da triff ich bloß wieder die Arme. Ist mir wurscht, die trifft mir schon. Sag ich doch! Das war ein sauberer 30 Damage Streifschuss. Ich sag da nur feinstes Pro-Gaming. Ihr Suppenkasperlier. Du kannst Fotzen wieder aufreißen. Los, mach einen Streamer und zeig mir, wie es geht. Oh ja, ich trau mich nicht. Oh. Lockern's da. Das sind meistens dann die beim Bierger, ich weiß ja nicht. Bist du der Bierger? Ja, na, ist eine kleine Schwester. Achso, ja, ich wollt fragen, ob wir ein Foto machen können. Nein, können wir nicht. Ja gut, dann nicht. Und wenn wir dann noch uns machen, schaut es so aus. So. Gut, können wir uns machen? Ja. Weiß ich nicht, soll ich dein Handy halten? Weiß auch nicht, du hast einen Schlaganfall. Was ist denn mit dir? Ja, ich hab's gleich. Okay, passt, servus. Genau so läuft's ab. Genau so. Das sind die am lautesten schreien im Chat. So. Ist jetzt da noch irgendein Besen? Ich seh keinen Besen mehr. Was muss ich jetzt tun? Recht viel Damage haben wir nicht gekriegt. Natürlich haben wir leicht verletzt, aber das ist nicht so tragisch. Yo. Wir haben da, mal nachladen. Ja. Yes? Bei ihr haben wir nichts gesehen. BM können wir nachladen. Yes? Und sie hat keine AP mehr. Da hinten guckt noch einer Vierer. Was ist mit dir, Alter? Kalina here. Bist du volltrunken, mein Freund? Und wieso sehe ich den nicht, wenn ich da hergehe? Der ist Hä? Das habe ich mir schon gedacht. Normalerweise wird doch das angezeigt, da wo ich hingehe, ob ich ihn dann sehe oder nicht. Oder war das nicht so? Munition verbraucht? Was? Munition verbraucht? Bist du vollkommen besoffen, gute Frau? Dann müssen wir nachladen. Wird uns nicht helfen. I have the villain in my sights. So.
Einmal AP drauf, Oberkörper, gib ihm. Treffsicherheit, Ziel mal erhöhte Position, da kann man auch mal ein bisschen mehr lesen. Es gibt ja keine, nicht wie in XCOM zum Beispiel, eine konkrete Anzeige deiner Trefferchance in Prozent. Und das ist, da wirst du halt wahrscheinlich erst ein paar Stunden spielen müssen, bis du ein Gefühl dafür kriegst, was trifft jetzt da, was trifft nicht und so weiter. Gib ihm den. Was ich nicht ganz kapiere, ist der Status Rüstung durchbohrt. Was sagt man das? Schadensmodifikator, Rüstung durchbohrt. Das heißt, der Schuss durchbohrt halt die Rüstung und dadurch macht er weniger Schaden. Der Angriff wird die feindliche Rüstung durchschlagen, leichte Schadensreduktion. Ja, steht eigentlich riesengroß rechts daneben. Wenn ich mal das zweite Kastel lesen darf, Kruzifix, ein in den Oberkörper. Da, 33 Damage, du bist fast tot, mein Freund. Fast tot. Machen wir auf G, schalten wir ober. Was der ich sag, Meister? Du stehst jetzt seit 1 Meter vor den Typen, ich glaube, es ist nämlich der letzte. Machen wir so, können wir noch 2 Mal schießen? 2 können wir sowieso nicht 2 Mal schießen. Optimale Reichweite, einleiten, Schuss, Oberkörper. Mit alle Actionpunkte, Sieger ist sicher, gib ihm. Wir sind der Vorwahrheit, Alter. Jawohl, und looten! Looten, Kinder, das ist aber das Spannendste. Was haben wir? Jawohl. T, alles nehmen. Saubere Pistolen, nehmen wir alles. Wunderbar. Bei der Kalinka haben wir auch einen um, das habe ich gesehen, da haben wir... Understood. Da hat's doch gehört, da hab ich doch was aufklappen können bei dem. Der blinkt doch sogar. Haben wir da noch einen kleinen Bug, hä? I love a good walk. Oder sagt sie das nicht, dass der blinkt sogar? Sagst du das? Naja, gut. Ready. So, Birgbert. Certainly. Da schauen wir. Man kann sogar auf die Hausdächer aufspringen. Going. Ja, das sind alles so Informationen, die werden natürlich nützlich. There's some loot in here. Oh, Saubere Moon. Going. Da haben wir auch irgendwas. Was ist das da? Haben wir ein Grab. Ein frisches Grab, bedeckt mit Blumen und Kerzen mit ein paar auf das Kreuz gekritzelten Worten. Tin Hai Tenem, Gründer, Vater und Freund. Wir werden dich schmerzlich vermissen. Oh, das ist der Vater von dem, der am Anfang geschmerzt hat, gell? Schauen wir mal da herin noch. In die Häuser gibt es normalerweise schon was zum Looten. Also Gebiet ist auf alle Fälle befreit. Certainly. Oh, ist ein gutes Spiel. Ich riech's bis daher. Will do. Oh, das ist ein gutes Spiel. Sure. Da brauchen wir uns mal nicht hinuntertun. Gibt einen Haufen zu entdecken, gibt was zum Looten, gibt was zum Leveln. Das ist noch was mich auch interessiert. Wo sehen wir einen Fortschritt meiner... Da wahrscheinlich im Kommandomenü. Das schauen wir uns noch schnell an. Das mag ich schon sehen. Yes? So, Kalinka, du kommst zu mir runter. Wo ist denn Foxy eigentlich? Foxy ist auch da. Da haben der Luke und Martha. Und mit denen, glaube ich, sollten wir mal schmerzen, wenn mich nicht alles täuscht. Auf Z steht man übrigens auf. Something to help us on our quest, perhaps? Technik? Was war da jetzt schon? Hacken mit Wolf. Nimmt er immer automatisch den, der den besten Wert hat? $500 erhalten! Haben wir Kasse gehackt. Nice one. Ja, jetzt reden wir mal mit denen da, oder? Das soll der Bert machen, weil der... mit denen kommen wir nicht reden. Warum kommt... mit der Martha kann man reden. Okay. Das kann ich nicht beim Kämpfen. Yes? Was kämpfen? Of course. Hostile in sight. Feind in Sicht? Ja, noch mehrere. Nein, hier sitzen. Wie gehen wir jetzt da? Galina here. Er ist nichtsahnend. So aus dem breselt man jetzt mit der Schrotflinte noch, wenn er sich umdreht. You got the wolf. Haltmaterial gefunden. What? Das geht aber so schnell, das ist, ich seh's so schlecht. Scheiße, wie viele Gegner sind denn das? Und wo? Okay. Nur die Ruhe, wir gehen rein. Wir gehen rein. Wir gehen jetzt, das kostet Sim AP. Aber da müsste da drin sein, vielleicht kriegen wir mit der Schrotflinte, schauen wir mal. Dann kriegen wir schon... Was, der ist da? Was heißt das da? In Deckung... der ist in Deckung gegangen. Dann kriegt er einen Streifschuss. Ja, sicherlich. I have no cover here. I have no cover here! Kannst mich mal am Popo... Alright, Wir gehen da rundum. you have a good shot.
Schauen wir mal. Einen besser. Oberkörper. Schießt mir in die Arme. Was heißt das? Der Armeschuss gibt nur mehr weniger auf Genauigkeit. Ich verstehe schon. Ziel in der Hocke. Ach, mein Gegenüber ist in der Hocke. Okay. Kopf gibt nur mehr Minus. Unterleib gibt mir. Es gibt alles Minus. Außer der Oberkörper. Gib ihm den Oberkörper. Der ist eh schon schwer verletzt. Hauptsache mit Treffmann und wir hammern. This is Emma. I just wanted to say thank you for Jawohl. helping the residents of Ernia. I'm sure I hired the right people. I'm going to be leaving for Port Cacao, where I'll try to find some leads about my father. But my main hope remains with you. This is Santiago. It looks like you certainly are the answer to Oh, our gut, problems Speck. with the Legion. Schnell I nichts, have Hansen sent you eine an gut noch. email with the Kann ich details schwänzen? Die habe ich regarding our übersehen. partnership. Gleich. Good luck. Kann ich schwänzen? Merci für den Zwickel. Deichsen, bin mal wieder da. Kannst du die Spur in 15 Sekunden erklären? Ich hoffe, du bist immer noch da. Also in 15 Sekunden ist es ein bisschen schwierig, aber es ist der dritte Teil des Urvaters der Rundenstrategie. Du befreist diese Gebiete von eben so Terroristentypen. Dein Squad, den kannst du selber zusammenstellen, sehr individuell sogar, mit sämtlichen Waffen und keine Ahnung. Und jeder kann ein bisschen was anderes. Und du musst jetzt sehr taktisch vorgehen, um diese Gebiete zu befreien, weil sonst kriegst du hart auf die Fresse. Also um ganz ehrlich zu sein, warum ist die Musik schon wieder so laut? Musik zu laut. Geräusche, Gesamtlautstärke, die wir mal ein bisschen loben. Angenehme Umgebung. So. Haben wir jetzt da noch Bauteile mit Wolf. Können wir das Auto ausschlachten. 4 Teile geborgen. Let's get a move on. Das ist aber nicht der Teufel. Oh, jetzt ist das Dorf auch wieder belebt. Da ist schon, man hat sich hier Mühe gegeben. Schau dir das an, jetzt kommen die, obwohl, die kommen jetzt alle da daher. Und wenn jetzt die da wirklich so Arbeiten machen und so weiter, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ja, Let's Mr. go. AAA, ist das ein AAA-Game? What? Weiß ich nicht. So, haben wir da Munition. Ready. Nehmen wir natürlich Of mit. course. Es rentiert sich auch tatsächlich, da alles We're on durchzumsuchen und durchzuschauen. Da haben wir ein Auto. I want to take a closer look at this. Tragbares Gerät gefunden. Hecken mit Wolf. 750 Dings. Da können wir Bauteile ausschlachten. Gut, 4 Teile ist jetzt nicht der Let's Teufel. go. Aber trotzdem, da finden wir auch noch was. Öffnen mit Let's Wolf. get a move on. Hey, Ja, look Technik. at this. Fernseher ausschlachten. Nochmal 4 Teile. We're moving. Ja, das rentiert sich schon. Also es rentiert sich da rundum zum Laufen und zum Schauen. We're on it. Schmieriger Basil und der Look. Ist das die indirekte Aufforderung, dass ich mit denen schmatzen soll, oder was ist jetzt da der Plan? I saw you handle those Legion thugs. Not bad. I don't expect you did it for free, huh? We don't have the Wir verlangen keine Bezahlung, wenig Geld könnt ihr doch erübrigen. Mehr Geld, mehr gut, ich möchte nämlich nur einen zusätzlichen Söldner. Does it look like I am hiding money bags in my pants? I can always tell when a man is hiding something in his pants. Well, I suppose it's better what money Echt we jetzt, do Foxy? have goes to you than the Legion. Here, take it. At least you kick them out. If you really mean to help us, you better do it before the Legion returns and someone else gets killed. Or were you just planning on running off like those other mercs? Ja, ich verstehe. Man kriegt immer irgendwas Negatives und was Positives. Jetzt haben wir $2.000 gekriegt, aber er hat ich glaube, entweder in dem Sektor oder bei ihm haben wir Loyalität verloren, was natürlich auch schlecht ist. Fragen wir mal, was für don't Hilfe das er know braucht. how to fight the Legion. There's not a single person here who has military training. I can teach my nephew over there how to fix a gun, but not how to use it. I am very good at both, but not very good at teaching. If you would help me assemble a militia, we may stand a chance against those bandits. Assembling a militia is my middle name. Und jetzt können wir in dem Gebiet, das wir da befreit haben, eine Miliz ausbilden lassen, damit sie die selber verteidigen können und wir nicht nochmal zurück müssen, um das Gebiet nochmal zu befreien, wenn es halt wieder überrannt wird. Hilf uns, dir zu helfen. Was für andere Söldner? Wurde jemand getötet? Ist das alles, womit wir helfen können? Hilf uns, dir zu helfen. I don't know how a poor man can help people like you. I'm not in the business of killing people. Well,
I work with gizmos and gadgets. Oh, 20 Bauteile erhalten, wegen unserem Unterhändler-Perk. Ist das alles, womit wir helfen können? Was bitte? Das ist einfach nur, das ist sowieso Lore-Info, also das bringt dich nicht weiter, aber das bringt schon weiter. Was für andere Söldner? Some buffoons who tried to look tough, but mostly failed. I asked them to give us a hand with another gang, but they said they were too busy with some important mission they had. They had a shiny new boat with the Adonis logo on it. Adonis? I don't think they were the corporate type. I told them they could just hire me to give them a ride. These waters are treacherous. But they didn't listen. I think we should have a talk with that Corazon lady, Chief. Well, some time ago, I had buried a few old rifles. I could clean them and do some repairs, but that's hardly enough to defend ourselves. Couldn't agree more, Chief. Any idea where you could find more firepower? I know. There should be at least one machine gun left over from the war hidden around the island. If you bring it here, I can fix it up and we can mount it somewhere in a clear field of fire. Das ist natürlich schon geil. Wir brauchen ein Boot. Well, I'm available for charter, but I'll make you a deal. If you take care of our problem with the leisure, I can give you a discount on my fee. Ah, discounts, always good. Just open the map and show me the route. And I'll get old Betty gassed up and ready for travel. Keep in mind that once I drop you on the mainland, I'll be heading back home. You can rent another boat from any port sector on the mainland. Und deswegen brauchst du die Loyalität von den Leuten und dass die von A nach B bringen und lauter so. Es ist schon ziemlich gut gemacht, da kannst du sagen, was du willst. Au revoir. Und der Dialekt von der Vertonung ist für übrigens auch unfassbar gut. So, da sind wir nun. Jetzt haben wir einen Haufen Zeit gekriegt. Tasche des Trupps sind so irgendeine Taschen voll. Was ist das da? Ein ganzer Sack voll mit der örtlichen Währung. Fast wie echtes Geld. Kann nicht für echtes Geld verkauft werden. Ja, toll. Okay, unser AK und irgendwo im Schrank haben wir noch was vergessen. Wo war im Schrank was? Wo war Schrank? Schrank wo? We're on it. Da oben schon. Tatsächlich. Da plündern mit Wolf. Hab ich übersehen. Oh, Messer. Wir haben das dritte. Was ist das da? Ein Schlosserwerkzeug. Kann Türen öffnen. Jetzt gehen wir auch mit uns. Oh, das Spiel wird mir sehr viel Zeit kosten. Sehr viel Zeit. Heading out. Freunde der Sonne, jetzt wird gespeichert. Oder, so, wie funktioniert jetzt da ab zum Schließen? Eine Satellitenansicht. Du kannst eine Miliz ausbilden, um die Siedlung zu verteidigen. Benutze diese Schaltfläche für die Sektoroperationen und weise einen Söldner der Milizausbildung zu. Operationen. Erholung und Entspannung, Gegenstände reparieren, Sprengkörper, Munition herstellen, Söldner trainieren. Milizausbildung. Dann nehme ich mich. Das kostet 1680. Okay. Dann haben wir 4 Rekruten in der Ausbildung. Ich bin auch der Einzige, der nicht verletzt ist. Die anderen werden wir mir natürlich wieder heilen. Da tue ich jetzt auf Starten und das sollte passen. So. Verletzungen behandeln. Nehmen wir den Fox. Okay. Patienten. Fox, Wolf, Kalina. Bestätigen. Und gut ist. I will give this task all the love it deserves. Und dann, wenn ich da jetzt auf Schließen tue, dann fängt's weiter. Ich kann jetzt nichts mehr tun. Ich habe ja keine Söldner mehr frei, die irgendwas da könnten. Wir haben übrigens $45.900. Das nächste Mal kommen noch. Wie groß kann so ein Söldnertrupp sein? 6 Leute, 7 Leute? Die Listen da links hinter mir dazu ausschauen, als daten mindestens noch 2 hingehen. Hätte ich gesagt 6. Freier sagt 6. Okay. Brauchen wir auf alle Fälle noch 2. Ich hätte gerne nur einen richtigen Scharfschützen und einen mit einem Sturmgewehr, der dieses Unterdrückungsfeuer kann und weiter schießen kann. Und unser Scharfschützin, warum die eigentlich zur Scharfschützin deklariert worden ist, das weiß eigentlich eh keiner so genau. Da hätte ich gerne eine richtige Scharfschützin und einen mit dem Sturmgewehr. Ja, das war eigentlich so
Einen mit einer Smart Gun. Dann beginnt ein neuer Squad. Also das heißt, wie da beginnt ein neuer Squad? Ich kann ja die sowieso jetzt schon, kann das schon aufteilen, oder? Da 3 Leute, da sie. Also immer in voller Montur. Weil du, wenn du getroffen wirst, bist du schon richtig hart. So, Escape. Und jetzt läuft das und dann ist da, haben wir fertig geheilt. Was ist jetzt? Achso, wenn ich da unten reinklicke, dann bleibt es stehen. Okay. Feeling better, Chief. Oh, da laufen die Verträge ab. Operationen. So, stopp. Söldner trainieren. Kann ich das abbrechen? Ich kann das nicht mehr abbrechen, wenn ich da einmal reinklicke, oder? Wähle Personen Söldner, um diese Operation zuzuweisen. Wolf. Ich mag das jetzt einfach wissen, ist mir wurscht jetzt. Schüler, Fox und Kalina. Bestätigen. Alle Söldner sind anderen Operationen. Und das dauert bis daher. Wenn ich das jetzt abbrich, bist du sicher, dass du Söldner trainieren anhalten willst? Ja, okay. Nehmen wir mal bloß eine. Bestätigen. Bestätigen, das dauert 2 Tage. Dauert mir wahrscheinlich zu lang. Sag ich dir, wie es ist. Vergeht mir zu viel Zeit. Wer weiß, was da dann passiert. Aber man kann dann nur eine Miliz ausbilden dann. Dann haben wir 2 Milizen, also 2 mit 4 Leute. Das kann man noch tun. Gebiet ausspähen. Spähe das Gebiet in einem Umkreis von 2 Sektoren aus und kontaktiere die Bewohner um Informationen. Ah, okay. Wie lange dauert das? Einfach mal schauen. Oh, ist sie die Beste? Besteht, das dauert nicht lang. Schön. Das Gebiet ausspähen. Kostet uns das was? Nein. Da ist bloß die Söldnerin dann in dem Zeitraum bis daher nicht verfügbar, nehme ich an. Was ist der mal? Weiter geht's. Ich möchte die 2 Gebiete wissen da. Und die spielen wir nächsten Montag frei. Milizausbildung abgeschlossen. 4 Verteidiger trainiert. Möchtest du erneut Miliz ausbilden? Einfach ja. 2 Milizen schon nicht! Well, that's done. Informationssammlung abgeschlossen. Fox hat den Bereich fertig ausgespäht und Infos gefunden für Sektoren Smaragdküste, Dorf Ernie und Fort Le Bleu. Sacre Bleu! Und was haben wir da jetzt rausgefunden? Weiß ich nicht. Nehmen wir auf Play. Was bedeutet das 25% Hafen und Loyalität der Bärt-Unterhändler? Milizausbildung abgeschlossen. Nein. So, jetzt drücken wir Pause. Drücken wir Escape. Wir drücken mal Speichern. Oh mein Gott, wird mir das Spielfeld Zeit kosten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Freunde der Sonne. Wenn das kein Like nicht wert ist, dann weiß ich es auch nicht, bevor sie wieder alle schleiern. Schluss! Haben wir schon wieder überzogen wie Sau. Das wird wieder anstrengend, da nicht weiter zum Spielen ohne Stream, Alter. Puh. Ausspähen ist wichtig, kann aber sein, dass der Schaf verletzt zurückkommt. Gut, das hätte man dann die Hard Way gelernt. Nicht nur dir, absolut angefixt. Ja, jetzt kommt da nicht, also, mal folgendes. Erst einmal, merci fürs Zuschauen. Dankeschön fürs Liken, Dankeschön fürs im Chat mitmachen, bla bla bla. Die ganze Scheiße, ich weiß nicht selber, es ist. Herzlichen Dank für die ganzen Donations, bevor sie die Leute wieder alle schleiern. Dankeschön, Küsschen auf das Nüsschen. Folgendes wird nun sein. Wir haben noch genau 3 Wochen. Heute oder? Moment, ist das schnell zu. Jawohl, schauen wir. 1, 2... Na, halt, stopp. Am Mittwoch in 2 Wochen. Am Mittwoch in 2 Wochen ist der letzte Stream, Freunde. Entschuldigung. Das heißt, wir haben noch die Woche, nächste Woche und übernächste Woche. Dann ist Sommerpause. Dann bin ich den ganzen August weg. Gibt es keine Streams, kein Video. Wir bereiten ein paar Podcasts vor. Zumindest, es kommt diesen Sonntag nur eine ganze Folge. Es kommt am Sonntag in einer Woche nur eine ganze Folge. Und dann kommen 5 kurze Folgen mit einer Fragen aus dem Podcast, damit nicht einfach gar nichts kommt in der Sommerpause. Aber sonst kommt nichts. Montags Jacked und Mittwochs Alien. Mr. Müdes Grau bis jetzt ja. Also am kommenden Mittwoch um 20 Uhr spielen wir Alien weiter. Nächsten Montag spielen wir auf alle Fälle nochmal eine Runde Jacked Alliance. Und was wir nächsten Mittwoch deren werden wir sehen. Ihr stimmt's im Stream einfach ab. Alter, was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Schon wieder so spät und zu seltsam und unerwartet. Australian, ich weiß nicht, was ist. Himmelvater, Alter, merci dir.
Spätzig, Zügler, tut mir leid, dass ich so spät erst Kim war noch unterwegs. Ja, Gott sei Dank, dann hast du den Stream nicht einmal gesehen. Der ist da, dann verstehe ich nicht, warum da nicht 200 € steht, um ehrlich zu sein. Was zur Hölle ist mit dir? Schluss! Austrian von ganzem Herzen, Dankeschön. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist irgendwie die unendliche Geschichte. Küsschen aufs Nüsschen, danke dir. Bussi auf das Nussi. Dankeschön, 1000-mal. Domi ebenfalls, und den Rest natürlich auch. Jetzt mal ein wenig Urlaubsgeld. Ja, weil er nicht genug gekriegt hat. Um Gottes Willen, Alter. Dankeschön. Dankeschön an alle. So, dann bin ich einen Monat lang weg. Der erste Stream ist dann, lass mich liegen, du losen liegen, am 4. September wieder. Wieder Blättschmerz, wie war der Urlaub, bla bla bla. Am Mittwoch kommt Starfield raus. Am 6. September natürlich werden wir das spielen. Ob wir da dann gleich ein bisschen mehr reinsuchten werden, wir werden sehen. Sprich, Mittwoch Stream, Freitag Stream, etc. Open End, bla bla bla. So. Mittwoch spielen wir Aliens. Was wir die nächsten 2 Wochen dann noch deren, also vor allem nächste Woche dann noch deren, ich glaube nochmal das Gleiche. Ich sag das, was es ist. Jagged Alliance und eine Runde Aliens. Das sind 2 super geile Spiele. Ich kann absolut verstehen, wenn der normale Stream-Zuschauer nicht seine Dosis Blödsinn kriegt. Es sind halt ernsthafte Spiele, wo ich versuche, einigermaßen akkurat zum Spielen. Zumindest soweit ich lustig bin, sagen wir es so. Von hinten, merci für den Zirkel, habt gut noch, freue mich schon auf Mittwoch. Ich auch, tu dich nicht hinunter. Und dann habe ich, glaube ich, in der Sommerpause genügend zu tun. Ab Donnerstag kommt übrigens Diablo Season 1. Da werde ich auch hineinzocken wie ein Behinderter, höchstwahrscheinlich. Und sobald dann Sommerpause ist, tue ich die ersten 2 Wochen sowieso mit nichts, da werde ich dann wahrscheinlich Alien und Jagged Alliance weiterspielen. Je nachdem, was es sonst so gibt. Oder ich lasse mich komplett am Arsch lecken und lege mich den ganzen Tag bloß im Pool und nochmal weg. Es ist ja häufig so, die Sommerpause ist häufig so ein bisschen der Plan, weg von diesem Casten. So viel wie es geht. So Social Detoxing, Social Media Detoxing, PC Detoxing. Damit sie sich wieder besser anfühlt, wenn ich mich nach einer Zeit wieder hinsitze. Naja. Schau mal noch deinen Schmerz an, dann wird durchgesuchtet. Das, ja, da hauen sie rein. McGolly, gut Spiel, bis zur Sommerpause Aliens und Jack. PS, denkt ihr einfach an die 1 noch 2-0er dran. Free Ost. Da haben wir auch 2-0er dran. Wenn man es genau nimmt, McGoldy, merci dir. Es ist für, nochmal, es braucht sich niemand, das hat man auch schon gehabt, es braucht sich niemand treffen, ja, ich kann leider nicht donaten, weil mir geht's gerade schlecht, ich kann gar keine Mitgliedschaft nicht mehr, weil ich hab's gerade nicht so dick. Also, ja, Alter, niemand, das ist aber ein Witz, das fangen wir auch noch an, dass wir uns rechtfertigen, ich kann kein Mitglied nicht mehr. Sag mal, spinnst du ein wenig? Dankeschön. Auch an die Leute, die einfach so zuschauen. So. Und jetzt smash so schnell den Like-Button. Ich bin jetzt ehrlich gesagt froh, wenn ich von dem scheiß Stuhl aufstehen kann und das abbauen kann, die Lichter da ausmachen kann und den Balkon die aufmachen kann, weil ich schon wieder verreck hier drin. Ich bin trägnass von oben bis unten. Das ist einfach jetzt ja das Gleiche. Im Juli macht Streamen einfach... Es macht schon Spaß auf gewisse Weise, aber das ist einfach... Das, wenn immer so war. Holy shit, das war extrem belastend. Sag ich dir, was ist. Da hätte ich nicht lang Bock drauf. Naja. Ich schau einfach so, weil ich ein knickender Hund bin. Birdlike, du bist wenigstens ehrlich. Sag ich dir, was ist. Ist auch in Ordnung. Du ist auch in Ordnung. Und Tomi, ein 10er ist 2 und du weißt es. Übrigens. 400 Grad Arschwasser, ja. Ich kann in meinem eigenen Arschwasser in Senegal segeln, Alter. Mein Stuhl hat keine Rollen mehr, sondern kleine Papierschiffchen. Ach, der Birdlike ist der Fly. Oh Gott, Alter. Unter dem Maul! Hau ab! du Knicke der Huren! Ich sag nur japanische Flagge, ja. Ja. Der Bürger braucht eine Klimaanlage. Ja, ich weiß, die kaufen mir halt nicht eine Klimaanlage für diese 2-3 Wochen im Jahr. Wo ich da herin, ich sag jetzt mal montags und mittwoch sitzen muss. Und alles halt gnadenlos zu hab, weil sonst die Leute draußen sagen, was wohnt denn da für Gestörter? Die Rollen am Stuhl haben Aquaplaning gefahren. Ja, bei der Mordsgeschwindigkeit schon, pass auf. Naja, so, Friends of the Sun. Es war mir ein Fest.
Liebster Nachschau-Squad. Ab, lieber Chat, grüß den Nachschau-Squad. Bussi auf das Nussi. Und wer schaut sich das vom Nachschau-Squad bis hierhin an? Ganz kurz von Schluss. Das würde mich mal interessieren. Ab in die Kommentare. Und jetzt sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs Umeinander chatten, Dankeschön für die Reactions, Dankeschön für die Donations an die neuen Mitglieder, an die alten Mitglieder und natürlich ein Triple F für die Moderatoren. Schaut, dass der Fox und das Wölfchen heute nicht da waren. Aber vielleicht schauen sie es nach, wir werden sehen. Und jetzt halt, verpisst euch ins Bett. Wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr. Bussi auf das Nussi und jetzt schleichen wir uns davon. Kommen Sie gut ins Bett hinein. Honey! Oh Gott, hab ich Durst, Alter. Hashtag Strapse, niemals vergessen, das ist das Allerwichtigste. Und Hashtag Okolonzen. Und Hashtag Fleischbalkon. So, und jetzt verpisst euch. Habe ich die Ehre.